Gut, okay. Voilà, dann einen schönen guten Abend für die Sitzung von heute. Den Wortpublik geht heute Abend um den Claude Marsan. Für gewinnt gebe ich dann einen kurzen Rückblick machen, ob das die letzte Zeit dann geschieht als zentrale letzte Sitzung. Da haben wir den 24. Februar haben wir eine Reunion zwischen der ANA, der Dixie, also dem Interesseverein von Schütter, und dann noch dem Straße-Syndikat über die ganze Sportfliegerei. Du hast ein bisschen die Analyse gemacht von all den Reklamationen, die rausgekommen sind bei der ANA. Danach hat es auch gezählt, wie sie die Reklamationen behandeln, dass von E-Flieger do 20 Mal rundherum fliegt, dann konsiderieren sie das nicht als 20 Reklamationen, wenn 20 Mal angerufen wird, mehr dass das dann eine enge Reklamation für sie ist. Gut, da waren dann ein bisschen Diskussionen, wie die Reklamationen, was 12 von den Reklamationen angeht, und dann noch, was den Traitement von den Reklamationen angeht, weil das leider nicht mehr bei der ANA. Und da sind wir jetzt noch nicht 100% eins über das Ganze. Wir werden aber dann einen Brief von den Transportminister machen, für das an dem Dossier hineingeguckt, für dann die Sportfliegerei, dass die wirkliche Circuit anhalten, weil das ist nicht so evident, wie die Circuit da festgelegt sind. Da sind auch ein paar Fragen, die noch abstehen. Und wir wollen das dann am Transportminister klären. Dann hat er auch gesagt, dass das auch lebt, für das so ein elektrischer Flieger ein auf Lützeburg könnt, wo dann mit denen noch Tester gemacht wird, ja dann wirklich ein großer Fortschritt für, wenn ob man mit Flugschule Kind elektrisch fliegen, und das ging ja da keine Komödie mehr machen. Dann haben wir den 28. Februar haben wir ja die offizielle Präsentation dann vom Rufbus Siedal, die wir zu nicht ran. Und seit dem 1.3., ich meine, das ja mitgekriegt wird, dann noch den neuen Rufbus Territoire von der Gemeinde Schütte, auch noch ganzen Territoire von der Gemeinde Niederrhein. Und plus kann in Delo holen für auf Kirchbirch und Spidol zu fahren, können noch auf Betzdorf gehen. Also dass wir da aber auch schon viel mehr groß Offer haben, was auch bei den Leuten gut können schiffern, haben wir noch nicht die Kriminalment vom Mond, die werden wir dann noch können wir schon an ihr Repertoire setzen, dass dann noch gesehen wie das sich entwickelt. Dieselben Tag haben wir auch die Grundsteinlegung vom neuen Polizeikommissariat, Kommissariat vom Siedal zu Niederrhein auf der Hauptstraße. Du gesagt ja auch schon, das schon ein gutes Stück vom Rehbau gemacht. Den 3. März hatten wir dann eine Reunion mit der Familienkommission, wo Vertreter vom Club Senior da waren. Da haben wir heute den neuen Responsablen, der Georges Müller, sich vorgestellt. Und du hast da noch geschwärzt, wie wir zusammen können in Zukunft weiter schaffen. Ich meine, da war schon eine gute Kollaboration zwischen der Familienkommission im Club Senior und noch wie der Club Senior, da kann man damit Peras auch in Zukunft weiter schaffen. Dann der 5. März war Burgbrennen, das hat für alle Jahre der Club des Jeunes organisiert, das war das Jahr mal bei besserem Wetter. Für die letzten 2 Jahre war ein ganz flotter Succès. Und ich meine noch da eine ganz große Merci an den Club des Jeunes, dass sie aber immer noch helfen, die Tradition heute zu schützen, zu erhalten. Da war der 6. März ein Stammine von der Integrationskommission, und das war ein ganz flotter Succès. Es waren nicht so viele Leute mehr, das ist immer ganz flott die Stamine. Dann den 8. März, da war der Weltfrauentag, die Chancengleichheitskommission, die hat Rose verteilt, wir hatten an dem Kader auch eine Aktion gemacht mit dem NIM, wo verschiedene Straßen, denen hat man NIM für Frauen gehen, für einfach darauf hinzuweisen, dass aber viel mehr Straßen und Männer benannt wie nur Frauen. Leider ist der Flyer ein bisschen mehr spät kommt, wie die Schilder abgehangen sind, und ich muss mich da wirklich entschuldigen, weil da waren Leute, die waren ganz aufgeregt, ob sie alles müssten ändern, hier ganz Adressen und alles, weil die Straße noch einen Nummer gekriegt hat. Also es war ein bisschen unglücklich, dass man die Schilder da eingehangen und an den Flyer kommen, richtig 2 Tage noch. Wie gesagt, kommen die Leute beruhigen und sind das auch verstanden. Und dann hat man den 10. März, da haben wir den Abwohner aus der Urst den neuen Spielplatz vorgestanden, wir haben dort ein Projekt für die Spielplatz neu zu machen, mit noch der Planzeichen gelöst. Wir hatten dort da von den Straßen Heumesbusch in der 8 an der Herd, die hatten wir alle invitiert. Sie waren leider nicht viel da. Wir haben aber denen, die da waren, eine Planung mal mitgehen. Sie gucken den dann eigentlich intern an ihre Straßen, und dann werden sie nach den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag machen, sodass wir das Projekt dann an dem Sinn probieren zu ändern, soweit es möglich ist, und dann werden wir den hier auch durchbringen.
Dann haben wir den 12. März war Schëtter Mat, war ja war der Repaircafé och hainnen am Schëtter treff, dat war ganz grosse Suse, viel Leute die Sache brucht hun, ich mein, war noch genug Reparateuren do. Et war ein ganz flott Sach, ich mein, de Mat war auch gut besicht, von dann so weiter geht, also wir können am Moment nicht kloen, wenn man viel Leute op dem Markt kommen. Dann haben wir den 19. März zu Schëtter Kalleg hat man Baumplansanktion für die Neugeboren, die zwischen dem 31. Februar letztes Jahr an dem 1. März dieses Jahr geboren waren. Das waren 38 Kanner. Auch da hat man Chance man werden, das war zwar ein bisschen frisch, aber war so tipptopp. Vor ein ganz Feier an die Leute, alle Guten, die Ältere können noch Baum bestellen beim SIAS, für hier Kanner, was sie dann einen Platz bei sich haben oder sonst bei Freunden oder bei der Familie. Und da können sie da einen Baum bestellen, einen Obstbaum, den sie dann da können pflanzen. Die Bäume gehen aber Richtung Herbst ausgeliefert, weil es nicht ganz lohnt, die besten Zeit, dass für Bäume zu pflanzen, denn da muss die ganze Summe permanent netzen. Dann hat man gestern am Kader von Ausbau von der Schule eine Visite von den Schulen zu Leidling an Diddling. Es war ein ganz interessante Visite, war wirklich flott. Zu Diddling haben wir eine Schule gesehen, die wirklich junge Erlass, wo in dann einen riesen Unterschied gesagt ob das, was wir haben, war doch Informatik und so geht. Ich meine, es war ganz interessant, auch für zu sehen, wie Maison Relais an die Schule dort zusammen geschafft haben. Und wir werden noch demnächst eine Reunion machen mit all den Leuten, die auf die Visiten, auf die 2 Visiten mitfahren, für dann eine Bilanz zu zeigen, was wir da gesehen haben, und für dann zusammen zu gucken, wie wir am besten für auf. Dann ist es Samstag Großputz, wo da auch all herzlich invitiert sind, mitzumachen. Die lebt aber noch wie das letzte Jahr, das heißt nicht, dass wir alle zusammen noch der Erste gehen. Ich meine, jeder soll bei sich daheim aufhängen und dann wer Botzen haben wir den halt Material aus, mit das nicht so organisiert wie 4 Jahre, das ist genau wie das letzte Jahr. Dann als den 30. März und 9. April als dann das Kolloquium vom neuen Dorf Kehr. 9. April wird dann die Jury auch da, den Laureat dann nennen und die wird dann auch offiziell dann deklariert. Auf dem Tag da haben wir auch alle Anwohner invitiert, die wollen, die können dann noch in das Centrum kommen. Wir werden dann noch eine Ausstellung machen von all den Projekten, die dann noch eine Woche lang für das Publikum aufpassen. Da ist auch ein Flyer NRW an alle Haus, die müsst auch heute oder am nächsten Tag auf jeden Fall verdienen. Dann ein Datum, den ich vielleicht abschreiben können, den 13. Mai werden wir zusammen den Centre Forestier auf die Senninger Birch gucken gehen, Freitags, das wir müssen Mehle Wauer. Denn ich meine, wir hatten schon ein paar Mal davoriert, mit Covid, dass das ein paar Mal an das Wasser gefallen, mit den 4 Stunden den Tag, dann ist es ein bisschen besser wieder und dann sind noch netliche Arbeiten am Gang und geben wir dann zusammen den Dinge gucken und Centre Forestier. Und nicht rein von der Gemeinde, übrigens auch, natürlich, wir geben nicht zusammen machen mit den 2 Gemeinden. Gut, dann für die generelle Situation angeht, Covid, ich meine, Maßnahmen sind zwar aufgeschafft, aber am Moment haben wir relativ viel Covid-Fälle an unseren Schulen. Am Moment sind 50 Kanner positiv, 3 Enseignants auch, sodass im Moment nicht einfach ist in den Schulen, noch an der Maison Relais sind viele Ausfälle. Da die noch Probleme für Service mit dem Personal zu assurieren, was nach hun, also das nach gut steckt davon, dass Covid river ist. Als Gemenge haben wir auch als gemeldet für Klassen von ukrainischen Kanner eventuell bei uns abzählen, da das auch vom Ministerium akzeptiert. Für die ganze Region Osten haben sie verschiedene Klassen 4 gesehen, bei uns zumindest an der aller Schule mal 2 Klassen. Man du gemeldet sollen dann 2 zu nicht dran versehen. Ich meine Gesamtfälle, die hun 6 Stück, die sie zur Verfügung stellen. Wir haben gemeldet, das auch offiziell vom Ministerium haben wir Bestätigung gekriegt, dass wir mal 4 gesehen sind. Da muss ich einfach noch gucken, wie viel kann da kommen, wie das alles organisiert wird. Das ist, das können alles über das Ministerium. Dann ist das auch Bescheid. Es ist auch so, dass schon ein paar ukrainische Familien bei uns in der Gemeinde sich angemeldet haben. Sind auch ganz gut, also die bei Privatleuten da sind da viele, die Familie kannten und diese bei sich dann geholt und sind auch Leute, die Wunschten angeboten haben,
Mit so das dauert ein bisschen, bis das Minister geht aber kontrollieren, erstens Wunsch, zweitens dann noch die Leute, diese zur Verfügung stellen, so dass das aber noch am Laufen ist. Über die Ukraine wird nur noch ein bisschen mehr erzählen. Zu unseren Finanzen wollte ich noch ein paar Worte sagen. Wir haben den Dekont vom ICC gekriegt vom 2021. Du hast so, dass an der Gemeinde das Jahr 14,5 Millionen ICC generiert gesehen. Davon kriegt die Gemeinde dann 2,2 Millionen. Und das sind aber trotzdem nicht viel, als von in der Schiffer gesagt, von dem, was generiert ging. Manche haben 202.000 Euro mehr, wie man am Budget, also wie man am Budget rektifiert hier gesehen hat. Dann beim FDGC, du hast so, dass wir 13.714.000 Euro kriegen, das sind 465.000 mehr, wie wir geplant hatten. An von denen 13,7 Millionen, das ist vielleicht auch interessant, die wir da kriegen, gesamt sind 737.000 Euro, wenn wir auf Basis von der Enveloppe von den Emploi Salariés kriegen. Ich meine, du sagst ihnen, dass wohl das besabringt, mir dass das aber kein Vergleich ist zu dem, was in ICC an das größte bezahlt. Wie gesagt, ich meine, das wird mal heute dieselbe Geschichten erzählen. Mir weiß aber klar, dass wir nicht unbedingt interessiert sind, nach großen und Aktivitäten auszuweisen, weil unter dem Strich wird gemeint, dass kein Plus-Value, dass viel mehr Populationswachstum, durch den wir dann aber weiter Resetten als Gemeinde kriegen. Dann wollte ich auch mitteilen, dass die Sportkommission den neuen Präsident, das ist der Patrick Weirich, der an ihrer letzten Sitzung eben so komplett waren und die hier als Präsident gewählt. Die Kommission hat auch gesagt, dass die darum können voll urappen für flotte Projekte noch umzusetzen. Dann noch kurz, was das Chantier noch geht, an der Rue du Village. Ich meine, da kommen wir gut vor und da sind wir auf dem Stecktisch. An der Entree von der Rue de la Forêt Richtung Berg, da wird die Brücke über Berg gemacht, an den Trottoir gebaut, in das letzte Stück viel mehr Velosfee. Dass man da löser auch oben angesehen, die doch gesehen, von der Durchgang sind das Beam gepflanzt gesehen, dass die Chantier, die lebt auch für. An der Rue de Sendingen, für die auch schon da waren, da auch gemerkt, da ist auch alles so weit abgerappt, da ist auch gut am Gang. Ich meine, die geht doch gut für, wie das die ganz gespart ist für den Verkehr. Menschen da auch schon, die dann gut Mist für kommen. Da habe ich eine neue Quelle an Belagron, hat schlecht gesagt, dass die geschwunden Netz ging gehen, da sind effektiv die letzte Probe gemacht gehen, und sobald da alles in der Reihe ist, was Proben nur geht, wenn das sich bestätigt, dann geht der an den nächsten Tisch und Netz. Dann im Speicher gehen da habe ich die am Ausbau für die zusätzliche Büros zu machen, noch Schönbirch. Da sind da habe ich noch am Gang für das Haus, was man da wenn man so bauen für die Jugendlichen ranzuholen. Und Büro für das Sekretariat, die Münden an der Schule, die ist noch für durch der Vakanz, aber soweit fertig gehen, das sind wir auch Lösungen. Dann am Dossier Recycling Center, CG10 Atelier en Point Chaussee, da laufen Planungen noch 4 und da sind wir am Gang nach ein Arrangement zu finden mit dem Accedo, das lebt aber auch am Moment alles normal. Ich meine, Schulausbau hatte ich gesagt, da waren die Visiten, da gehen Planungen dann auch, guck mal zusammen, wie wir da mit den Planungen dann 4 fahren. Dann den Chantier vom Kanal durch dem Findel für die Glykol an der Kläranlage, den geht durch den Autobahnhof, sieht er auch, dass da etwas geschieht. Da also ich meine, ja nur Mode Jour-Sperrung von der Zone d'Aktivité, da sie am Gang, das tut auch gesehen an der Servicen, sie sind am Gang ein Lach zu machen für den Kader vom Fonds, der muss auch auf der Seite von der Sonderaktivität an der Autobahnsbrücke gemacht gehen, dafür muss man dort Straße sperren, weil das geht relativ tief. Da gehen dann Löcher gemacht, wo dann die Bohrapparaten dran gesagt gehen, für dann die Kanäle, sowohl der Glykolskanal wie die Gasleitung und die Wasserleitung von der Gemeinde, die gehen dann in der 30 Minuten da durchgepresst. Das wird pro Moment dann an der Sonderaktivität eben zusehen, das sind aus dann Gas von aller Seite. Du hast doch so, du hast schlecht gesagt, dass Point Chaussee am Gang wie eine Etude de Faisabilität zu machen. Also, dass sie am Auftrag gehen für die Velospiste auf dem Kollektor, die Etude, die hat Point Chaussee anscheinend das vorkriegt. Sie gucken, wir werden dann noch Martinen demnächst eine Reunion für die zu gucken und dann haben wir schon rumlaufen, wie du mal den ausgesagt.
Dann haben wir den Weg durch der Schütterhard an der Rue du Verger. Hast du ein Foto davon alle vielleicht was am Gang? Es sind immer Leute, die so, ja, die so, hey, und da, die wissen alle gut, wie das, wir gucken ja den Bauhaus noch, wir keine Ahnung, wovon da schwätzt. Und dafür muss man es vielleicht gewinnen, für Reise ist alles immer klar, aber die Bauhaus noch lauschen, für die ist das nicht immer so evident. Wie gesagt, da war der Weg, wenn ein Schütterhard drauf fährt, durch die Neuhäuschen, da riert sich raufwohnen, an der Rue du Verger rauskommt, die war relativ schlecht, die war auch lang schlecht, ich meine, noch paar Leute ist immer reklamiert, die Naslo tiptop an 3 gesagt gehen, du hast auch ein bisschen Fonger rausgeholt gehen, den gesagt tiptop aus. Dann haben wir auch weh, wenn ich beim Wasserbassin an der Schütterhard drauf fährt, nur links du hast du die Fußgänger wie Richtung Straße, ich will die Straße an der Schloss Gewerne raus könnt, du siehst so am Gang, du geht links so ganz kleine Stich gemacht, Ruf, an der Busch, an der Tischstücke der kleinen Achse gemacht, ob die groß Wiss, die nach oben in der Schloss Gewerne auf dem Lehebirsch leitet, weil du als am Kader vom Lehebirsch zwar eine kleine Achse 4 gesehen gewirrscht, zwar auch in Oven am Randpoint von der Rue Heumesbusch mit Bauermaschinen, die kommen aber nicht mehr da ran, an wir haben da, also da um Heumesbusch, da geht es gegenseitig die Menschen hier rauf, an den Bauer proposiert proprietär viel mehr für dann einfach, dass sie nur wenn der Busch drauf fährt, mit der Maschine einen Platz durch die City zu knischen, wird das praktisch nicht machbar. Dann an der Straße Rue de Luxembourg, da wird noch ein Verkehrsreglement feststellen, wenn man Rue de Luten da geht. Da ist so, da hat man, das ist der PAP, den man da haben, die man da genehmigt haben am Ausgang von Straße an der Rue de Luxembourg Richtung Neuhäuschen. Auf der linken Seite, da steht am PHP, dass die Infrastrukturen, die Keller können mit den Infrastrukturen gebaut werden und dass da noch Stopp für, dass da richtig weitergebaut wird. Das ist aber so, dass sie sind am Gang, ich meine, da sehen wir die Infrastrukturen, sie machen Trottoir, die Sachen, Parkstreifen, dann haben wir so noch die Insel. Und, ja, das ist das aber so, wir haben den Proprietären aber notwendig Genehmigung gehen, für können den Reibau zu machen. Das heißt, sie können den Reibau fertig machen mit dem Dach. Das Problem war nämlich, so eine Kran durchstehen, aber wir so gestoppt gehabt hätten, nachdem das Tal fertig gewischt, dann sie müssen den ganzen Kran aufmontieren, da wären die 2 Monate fortgewischt, wenn die rumkommen, das wären unmöglich Kästen gehen. Und dann haben wir gesagt, das ist schon egal, die können den Reibau dann abziehen bis den Dach nach Matt. Geht an den Projekt noch hauptsächlich, also mir genehmige die Kalerie normalerweise matt, weil ich eben aus praktischen Gründen keine Wert hat, Trottoir zu bauen und da bagger den Hand ein Trottoir riesige Löcher, da rutscht der Buttegramm fort. Und ich meine, sie machen da doch proper, dass mit der Wissen Bescheid für Wert Dolo weitergebaut wird, trotzdem er gesagt hat, dann just Keller. Dann, wenn ein Alpaka-Projekt geht, den haben wir ja auch schon mit denen diskutiert, und da wieder gesehen, du Stall, du hast den Bau am Gangen, das Aménagement für die Schule, die laufen noch, das geht auch noch. Und was die Konvention mit den Alpaka angeht, da hat man nach ein paar Diskussionen mit dem Komitee vom Jugendhaus, wir haben also mit denen gesehen, wir sind also da eins, das hauptsächlich drum gegangen, für das Weekend, für den und der geguckt, sie hatten noch eine Reunion mit der Maison Relais, mit der Maison Relais zusammen mit Bestätigung gemacht von ihnen gekriegt, dass sie sich auch sind, wir eine Konvention an dem Sinn dann finalisieren. Die können dann nächste Sitzung auf den Tisch, also wir sind Abschied von Lorenz. Voilà, das wir alles, was ich am Vierfeld zu sagen hat, da kommen wir auf den Ordre du Jour selber und da gebe ich dafür den nächsten Punkt direkt Serge Antwort gehen für die Vereinssubsidien. Serge. Ja, merci für das Wort. Mal letztes Jahr, wie ich den Punkt betreffend Subsidien für die lokalen Klimavereine präsentiert hat, waren mir entgegen allen Erwartungen und Hoffnungen nach Matten an der Corona-Pandemie. Damals hat der Gemeinderat ja einstimmig der Propos vom Chefrat zugestimmt für die Assoziationen hier Bas plus Kategorie, an der der Club angestuft war, zu verdoppeln für die Verluste an den Vereinskäsen damals ein bisschen zu kompensieren. Durch diese Decision war ein Monat von insgesamt 73.486,35 € und Subsidien reserviert für die Vereine ausbezahlt zu gehen. 2021 konnte aber loserem ein klenkt
Vereinsleben am Dorf entstehen, aber immer verbunden mit sanitären Oplären und Restriktionen. Für 2021 ist lo globale Montant von 46.717,94 Euro vorgesehen. Dafür will ich aber zu diesem Moment nicht vergessen, für alle Komiteen von der Clip an den Vereinen ein großes Merci auszudrücken für ihren Einsatz am Interesse von den Aktiven an den Membern, ob jung oder alt, für sportliche und kulturelle Aktivitäten zu neuem Leben zu erwecken. Die hat gesehen, am Tableau, den dabei war, am Dossier dabei war, zu verschiedenen Assoziationen, die ein Dossier in Ertrag gerecht tun. Am Budget sind die Gelder aber reserviert, die natürlich Richtung der SBL rausgehen, wenn Dossier komplett sind. Ich meine, wir hatten letztes Jahr am Hirsch hat man ein Online-Tool präsentiert, wo die Vereine konnten hier Demanden eben über das Internet rangehen, das ist paperless. Und da war wirklich ein Arbeitszahl von Vereinen, die sich die mehr gehen, für hier Demanden online zu machen. Ich meine, waren da schlussendlich nach 3 Stück lo die Demanden für die Subsidien a klassische Papierform rangehen. Ich meine, an den E-Mail-Kontakten mit diesen Leuten hat sich auch herausgestellt, dass verschiedene Vereine dass verschiedene Probleme an dem Online-Tool waren. Und die sind an Zusammenarbeit, eine gute Zusammenarbeit mit diesen Leuten und mit den Vereinsresponsablen, konnten die größtenteils behoben gehen. Es werden nur nach 1-2 Änderungen kommen für das nächste Jahr. Dann gebe ich so, und da funktioniert den Tool aber perfekt, sodass da vielleicht doch die Leute, die nach Papierform benutzen, dann das Subsid eben über ein Online-Tool werden nachgehen. Voilà, ich meine, das war dann von meiner Seite, und ich bin auch froh, und ich wollte seitens dem Chefrat wollte ich froh, für einen positiven Avis von erst zu kriegen für die Subsidien von 2021. Merci. Ja, voilà, ich meine, also ich vielleicht remarque, das ist ein bisschen schwierig, so große Kommentare zu machen. Ich meine, mir gut recht damit die letzte Version oder nicht die letzte Version, weil nach Donny fehlen. Ich habe aber kurz drüber geguckt und schon ein paar Frohen, wo ich meine, dass am Tableau vielleicht die Irrtümer fehlen. Da den das mal bei der Rhythmika Lux drin, du könnt mir mal einen FC Münz, bis mit einem totalen Encadrement jeune, wo ich 2400 oder 600, also bald 3000 Euro abstehen. Wo ich nicht die gesehen, ich meine nicht, dass das ein Formfehler ist, das müsste auch von der Rhythmika sehen, dass die richtigen schon auch die richtige Suche kriegt. Da war auch letztes Jahr zum Beispiel gesagt, bei den amische Wahl Islandais, die geben hier Kandidaturen zurückkriegen, die wollen keine Subsidien mehr kriegen. Letztes Jahr stehen sie da, da ist auch kein Dossier da, dafür war ich auch da ein bisschen irritiert. Und dann habe ich die von der weiter drin von der Schritt der Massendinger, die kriegen auch nach kein Subsid, das Jahr, obwohl sie manchmal schon so viele Jahre an Aktivität sehen. Und auf der anderen Seite ist dann Dixie, die da einfach im Krit. Die haben auch noch nicht so viel Jahre an der Funktion. Also es ist schon ein bisschen ein Verständnisproblem an verschiedenen Punkten im Tableau, par rapport zum Reglement oder par rapport zu so dem Jahr für drin. Ja, gerne, Serge. Also was Freund von den isländischen Pony betrifft, wir waren letztes Jahr auf ihrer Generalversammlung und wir hatten noch Martine geschwärzt, weil effektiv ist gesagt, das ist richtig, sie wollten am Fongol keine Subsidien mehr kriegen. Und wie wir aber auf der Generalversammlung bei ihnen waren, hatten Martine geschwärzt. Und da war auch dann Räts für eben, dass sie ihren Dossier auch reagieren. Und das ist an sich der Punkt zu den isländischen Ponyen. Wie gesagt, man kann denken, dass sie ein Kilowatt adaptiert gehen, für dass sie ihren Dossier reagieren. Und was die Sache von dem Dixie ist, das ja
den Subsid de Demarrage, die die kreieren. Okay? Und bei den Freunden von den Massendinger, du hast den Subsid, den war ja akkordiert gehen. Den Subsid de Demarrage hatten sie ja dann 2021 auch gekriegt. Und lo hast dann sich, alle hat man das für drüber gesagt, wo ja. Also Vereiner kein das echt Jahr, wo das Jahr Ja, ich meine, das war mal zu Dinge frohen, oder? Also ich gebe da just nach 4 Stunden. Also man, das wir nicht viel gesehen, zum Beispiel auch beim Wöllersclub für den Encadrement Jeune. Ich meine, wir wissen ja alle gut, dass der Wöllersclub sein Training alle Weekend aufhält. Okay, vielleicht fehlt die Information, aber ich meine, Kinder haben provisorische Budget 4 gesehen. So wie man das doch bei anderen Dossier gesehen hat, wo nach Kind Dossier erwandert ist, dann haben wir das Budget mal stimmen. Sie werden nicht bestimmt nur rechnen und dann können die nicht auch schon mal Account wählen. Und da vielleicht noch die letzte Marke, ja, zu den Covid-Subsidien, ich meine, letztes Jahr waren wir relativ großzügig. Ich bin nicht ganz verstanden zu sagen, dass dieses Jahr schon Aktivitäten stattfanden. Ich meine, bei keinem von den größeren Vereinen kann ich mich schon erinnern, dass eine von ihren traditionellen Manifestationen stattfanden oder dass sie Turnier konnten aufhalten oder dass Großspektateuren auf den Matcher wären. Also ich meine schon, dass den Perten noch das Jahr da waren, weil es einfach noch nicht möglich war, für die Feste so zu feiern, notamment eben am Frühjahr vom letzten Jahr. Dafür hatte mir schon gemerkt, dass ich eine kleine Geste machen weil eben noch das Jahr paar quasi unmöglich war für die Vereine, für hier Rezepte so zu generieren, wie es gewinnt sind. Ich gebe dazu vielleicht die Evolution. Ich meine, wir sind noch bald die Generalversammlung von den Vereinen. Wir kriegen auch ganz große Merci gesagt. Und Vereine sind aber so ehrlich, als zu sagen, dass sie wirklich auch sind zwar nicht so viele Rezepte, wir sind aber auch praktisch keine Depensen. Und ich meine, Vereine stehen sich finanziell alle ganz gut oder Robby lernt. Weil ich auch die Generalversammlung von den Pumpchen eine kleinere Macht gemacht habe. Nee, ich meine, die Vereine stehen ganz gut da. Wir haben als Chef oder auch Gedanken gemacht. Mit Ausfall waren noch nicht dementsprechend. Ich meine, war noch, das muss ich auch so, da waren noch wirklich Trainerinnen und noch Dirigenten oder so, die carrément verzichten auf ihr Paien, die auch nicht nach da bezahlt sind. Und ich meine, Vereine sind aber ganz gut durchgekommen. Ich sehe noch nicht. Für nach, ich meine, wir brauchen noch Geld. Als Gemeinde muss man ein bisschen bremsen, überall zählen. Das ist nicht, dass man den Verein nach Brems zählen. Aber ich meine, es geht alles mit Eiern. Wie gesagt, die Vereine haben sich wirklich alle gute Merci gesagt. Ich meine, den Eko von den Vereinen, also aber dass ganz gut da durchkommen sind. Und punktuell, das haben wir gleich auch gesagt, für punktuelle Probleme hat, sind wir auch immer gerne dafür zu helfen. Was den anderen Propos so geht, das ist richtig. Ich meine, wir können das stimmen, auch für den Vélosclub. Das klar, der Vélosclub können wir nicht raussetzen, weil wir nicht präzise wissen, wie viel das ist. Wenn wir allein sind, dass wir ein Dossier können, dann das kontrolliert, dass wir so nice bezahlen. Da können wir das machen und dann ist das auch gut. Und da jetzt in den Isländer Pert, Serge hat gesagt, sie haben gesagt, für mal Klösch zu kommen, sind auch gesagt, dass sie wollten etwas machen für die Kinder aus dem Dorf, auch vielleicht mit den Schulen Aktivitäten machen für ihre Pert. Und in dem Sinn hatten sie auch gesagt, gibt es dann ein Subsidie aufrufen. Wahrscheinlich, also wie du gesagt hast, verloren nicht viel mit Pferd oder mit Kanne zu organisieren, das dürfen dann nicht kommen, dass das dann vielleicht auch der Grund ist. Gut. Schön? Ja. Zwei kleine Sachen wollte ich nur fragen. Den Serge hat schon nur gedeutet, das ist ganz schwierig gewesen, für den Dossier ganz durchzuholen, weil man richtig mit den letzten gekriegt und dann kann ich nicht gut vergleichen, das ist ganz schwierig gewesen. Bon. Ich wollte just interpellieren, wir hatten es ja bei den Subsidiendiskussionen haben wir über das Reglement geschwärzt und da hat ja auch die Kommission von Finanzkommissionären aufgehen darüber. Und ich hatte nun einen Propos gemacht und ich betone das nicht, dass das falsch klar gerät, für an Zukunft habe ich einen Propos gemacht. Die Vereine, die hier kommen müssten oder sollten mindestens 50% am Komitee sein. Nicht, als gesagt wird, das war nicht gesagt für die Vereine, die bestehen.
auch den Navi von der Kommission, es soll ja am Leben, am Dorf, mehr Leben sollen integriert gehen, die wollen mitmachen. Und da war die Proposition, die ich gemacht habe, die ist noch gut das kommen. Da war ja mehr gesagt, wir kommen nicht drauf zurück. Und ich bin noch gewährt, für den drüber zurückzukommen, für dann am Reglement das irgendwie anzubauen oder nicht. Aber das ist nicht geschieht, Zeit ist noch nicht fortgelaufen, kann ja vielleicht geschehen, aber das war ihre Macht, die ich wollte machen. Das kann ich vielleicht mal an Sport- und Kulturkommission mal machen, die Propos, dass sie als auch ihren Avis vielleicht mal darüber gehen, wie sie das da gesehen haben, dann voilà, da muss man dran denken, sonst friert du schon bei der nächsten denken. Gut, wenn sonst kein Froh mehr da sind, dann gibt man darüber aufstimmen. Claude Marsa, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch an Jem Kauf. Ja, Du hast für den Punkt aufgehakt, dann gebe ich dem Serge dann noch die Wort für den nächsten Punkt. Maar ja, dann ist es bei den Daten an den Subsidien divers für den Exercice 22. Bei dem Punkt wollte ich am Namen von der Majorität froh, für die Zustimmung zu kriegen. Zu Mengen für die Jahresdaten von 3.700 € an extraordinär Jahresdaten mit einem Monat von 9.100 €, für den gesamten Monat von 12.800 € durchstellt. Par rapport zum Jahr 2021 wollten wir proposieren für einen Don von 200 € und Natur an Geschichtsfreund vom Ewigen Sierdal von Konten zu gehen. Das investieren ganze Recherchen an den Ersatz und der bist am Kader von den Plaketten mit den allen Hausnehmen. Jährlich extraordinär Don für 2021 gehen und die Regionalföderation von der Corps des Sapeurs-Pompiers und ein Festival von der Bande dessinée, wo Dawohner aus unserer Gemeinde dadurch freien Entree haben, wenn sie auf das Festival auf Konten gehen. Dann geht die weiteren da und Dysphasie, SBL, an ebenfalls auch nach in da für 2 Projekte am Kader vom Klimabündnis Lützeburg. Bei den extraordinären Daten geht selbstverständlich auch die Ukraine nicht vergessen. In diesem Kontext geht auch ein Don von 1.500 € und Schütter hilft. Ich gehe aber nicht weiter Erklärungen zu diesem Thema an der Ukraine auf, weil an den nächsten 2 Punkten vom Ordre du Jour wird es noch weiter diskutiert und thematisiert gehen. Voilà, das war doch soweit von meinen Erklärungen zu dem Punkt, voilà, was Subside betrifft. Merci. Dazu kein Froh mehr sind. Ich mache darüber aufstimmen. Claude Marsa, Jo. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch an Jem Kauf. ja. Voilà, merci. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Merci Serge für die Explikationen und auch für die Arbeit, die der Gemeinde für den Dossier dann einfach nutzen. Ich meine, das auch für dich, dass der Robert den Dossier gemacht hat, dem auch merci zu mal an dafür war vielleicht nicht so 100%, wie man das für die Runde mal gewinnt vorher vom René nach. Aber ich meine, merci aber für ihre Arbeit dann. Auch übrigens auch den Leuten, die den Programm gemacht haben, für darauf zu lassen. Gut, der nächste Punkt, Nora, du gibst dir dann Antwort für die Resolution. Die Also in diesem Punkt geht es um die Resolution, die Ukraine Opfer von der russischen Invasion unterstützen soll. Wie die schrecklichen und tragischen Ereignisse den eklatanten Verstoß gegen die internationalen Rechte und Menschenrechte und gegen die Souveränität von der Ukraine durchstellen und eine große Gefahr für den Frieden in Europa aus, weist sich uns Gemeng schockiert über das Leid von der ukrainischen Population und wird sie selbstverständlich unterstützen und solidarisch sein. Auf Basis von der Resolution, die das Komitee vom Civicol schon geholt hat, dezidieren wir an dieser Resolution folgende Punkte.
Wir verurteilen zutiefst die russische Invasion gegen die Ukraine und den Verstoß gegen internationale Rechte. Wir beweisen der Ukraine und Solidarität, indem wir ihre Fändel abhängen. Wir machen alles, was in unserem Macht ist, für die Flüchtlinge abzuholen. Wir teilen dem ONA, dem Office National d'Accueil, den Inventaire mit, mögliche Logementen für die Flüchtlinge mit. Da haben wir ja schon einen Appell auch und die Städte gemacht, für eine paar Tage also Flyer an dem Sinn verteilt gehen. Wir unterstützen finanziell die ONG, die den Flüchtlingen helfen. Wir organisieren ein Kollekt mit Hilfsmitteln für die ukrainische Volk, mehr dazu nur der Resolution. Wir halten uns bereit, soll die Regierung uns Hilfe brauchen, an Punkte Refugien. Weil wir noch froh sind, das ging ich später dazu zu stimmen, und noch, was wir konkret gemacht haben, werde ich noch ein bisschen mehr erzählen. Sind wir da alle d'accord mit der Resolution so zu wollen, im Gemeinderat? Dann gibt man die aufstimmen, Claude Marsan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaier, Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Joch und Jamka. Voilà, merci, und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Du gibst mir dann einen Don, Stimmen und Nora. Du gibst dann noch ein paar Explikationen. Okay. Voilà, du hast voilà. Merci. Also, ich habe ein paar Worte zu Schütterhilfe. Also extrem schockiert über den Überfall von Russland und Ukraine sind wir uns ganz schnell bewusst gehen, dass wir solidarisch handeln müssten. An einem Beispiel von vielen Gemeinden sind wir auch aktiv gehen. Wir waren positiv überrascht, wie viel freiwillig haben wir kürzester Zeit von tun, die mit allen Mitteln unermittlich geholfen haben. Angefangen hat alles mit dem Willen zu helfen, mit der Facebook-Seite von Lützeburg hilft der Ukraine an der Margot und mit Freiwilligen von Hand an Hand für Afrika mit Tanja, die bei uns angeklappt haben, für ein Kabinett zur Verfügung gestellt zu kriegen. Member von der Familienkommission und Integrationskommission haben sich direkt gemeldet, für mitzumachen. Innerhalb von 2 Tagen standen wir fest, dass wir eine gemeinsame Aktion unter dem Namen Schütterhilfe der Ukraine und mit der Unterstützung von der Gemeinde starten werden. Das Decision ist den 10. März gefallen und immens schnell hat mir eine extrem aktive Gruppe von Freiwilligen zusammen, die nicht gescheit hat, ordentlich mit anzupacken, also gut von daheim aus, quarantänsmäßig bedingt, administrativ Arbeit weitergetrieben haben. Unsere erste Sammelaktion war dann bei Hilfe für die ukrainische Kanner, die uns schon ein halbes Kabinett mit Material gespendet haben. Dafür ein ganz großes Merci dem Jean-Paul Schaul, den von uns extrem aktive Freiwilligen ist, an einem Moment am Gang ist und Statuten für die Gründung von unserer ASBL Schütterhilfe auszuschaffen. Merci auch an den Präsidenten von Hilfe für ukrainische Kanner für ihre Generosität und Hilfsbereitschaft. Wir konnten schnell ein Halt zur Verfügung gestellt und dank unserer fleißigen Beamten, die viele Reklamen gemacht haben, konnten wir an einem 5 Sammeldienst Material für 5 Kabinetten zu beladen zusammen. Schnell ist aber auch klar gehen, dass wir Konto brauchen. Und dafür will ich auf dieser Platz ein ganz wichtiges und großes Merci lassen, und zwar unsere Frauen und Mammen. Sie haben uns für diese kurzfristige Aktion ihre Bankkonto zur Verfügung gestellt, über dem wir uns Spenden laufen lassen konnten. Aber das geht nicht durch. Sie standen immer zu mindestens 5 Mann, besser Frauen, während der Sammeldienst an der Halle und haben sich mitgeholfen. Ohne sie wäre diese Aktion kein so Success gehen. Natürlich auch ein grosses Merci und freiwillige Chauffeuren, die sich gemeldet haben, für das ermieden Drehs von Schütter bis auf Cluj, Napoca, Rumänien, eine Retour zu machen. Das sind Margot, de Flo, Tanja, de Paul, Michel, Joanna, de Robby, de Dan, de Steve, de Lilian und ich. Leider sind uns 2 Männer dem Covid-Verfall und die können wir leider nicht mit. Der Start ist für den Donnerstagabend, also morgen Abend, vorgesehen, Richtung Rumänien, wo wir dann zusammen mit einer seriösen Hilfsorganisation, dem CERT Transsilvania, an engem Kontakt stehen. Da gehen uns Fuhren, ob ihr Kamion verloren, bis 20 Kilometer an der Grenze an die Ukraine bräucht, wo dann ukrainische Kamion drauf warten, für das Material an eine Kannerklinik nach Kiew an eine Maternität zu feiern. Retour ist für meines Overs geplant. Unsere Aktion wird aber dann nicht fertig sein, weil wir sind am Gang, eine ASBL, Schütterhilfe, mit fleißigen
Freiwilliger zu gründen, die hier und noch in Zukunft hilft, für Leute an Not sind. Hier ein Aufruf, all Hölle was vollkommen. Wir werden dann noch ein Konto abmachen, wo die Spenden überwiesen werden gehen. In Teil haben wir für den Kauf von Medikamenten gebraucht und dafür merci de Madame Wolver aus der Aptik, die ihr Leben Gest mit einer Remise gemacht hat. Ein Teil wird für den Sprit von den Kabinette gebraucht, falls wir dann noch Material kaufen müssten. Und das ist klar, dass viel auch hier sur Platz noch zu machen ist, weil all da kommen neue Flüchtlinge und merci den Leuten, die sich bereit erklärt haben, den Flüchtlingen in der Dach zu gehen. An einen weiteren Abruf, falls die Eidelstuhl Wohnungen hat, zeigt nicht erst zu melden. Wir werden dank der neuen ASBL und natürlich mit der Unterstützung von der Gemeinde und der Kommissionen, dem Office Sozial, probieren, so gut es geht, Flüchtlingen und Familien, die sie abholen, so weit wie möglich mit Informationen, Material, Spenden, Dialog zu unterstützen. Und diese Aktion wird dann auch ein Zusammentreffen von ukrainischen Flüchtlingen aus unserer Gemeinde sein, für ihnen all nötige Informationen zu geben, ihnen ein bisschen Gemeinde an die verschiedenen Vereine vorzustellen, hier Doléances und Besoin unholen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in der Nähe kennenzulernen. Wie ihr seht, ist noch viel zu dienen, aber Gott sei Dank, viel Willen und freiwillige Hilfe da. Wir werden nicht natürlich über das Site von der Gemeinde und den Social Medias immer über all unsere Aktionen im Laufenden halten und zeigt nicht erst zu melden, falls ihr Ideen habt oder bei der einen oder anderen Aktion mitmachen wollt oder tatkräftig bei der ASBL wollt mit dabei sein. Hier unsere E-Mail-Adresse schutranche@chutranche.lu. Bleibt mir noch schüss ein ganz großes Merci von Seite vom Schäferrot auszuschwätzen. Unser Gemeinde, mit Jean-Paul unterstützt, die mich die letzte all Tag mit der Aktion an den Ohrenloch, an den oft eine Lesung parat hat. Und der Service, sie wird für den administrativen Teil der Relation Publique, mit dem organisatorischen und tatkräftigen Teil, dem Tom Oberweis, den uns den Halt zur Verfügung gestellt hat, den Transportfirmen Losch, ALD und Even, die uns 3 Kabinetten zur Verfügung gestellt haben, der Firma Libea, wo wir uns gepackte Wehen weihen können, dem Dierenasyl Diedling sowie verschiedene Veterinären, merci für Tierenfutter, den zahlreichen Firmen, mehr Privatleute, die uns finanziell und materiell durch Spenden unterstützt tun, dem Jean-Paul Schaul, den unermittlich ist, an von den Hauptmembern an unserer ASBL wird ziehen, dem Marie-Paul Max, dem Anne-Marie Nagel, Fabian Schmidt, Lilian Ries, die sich auch schon gemeldet haben, für aktiv mitzuschaffen, unsere Familien- und Integrationskommissionen, die mit Freiwilligen in Hand gepackt haben, unsere Frauen und Mammen nachher, ohne deren tatkräftiger logistischer Hilfe es schwierig wird. Merci dem Astrid Harz, dem Marceline Hammes, dem Monique Guillaume, dem Tilly Kurzfisch Terrence. Zu den fleißigen Freiwilligen zählen aber auch Simon Fischer, Annelies Jensen, Marie-Paul Max, die unermittelt Köchte gefüllt, gepasst und geräumt haben. Unsere freiwilligen Schofren, die sich kein Kaffeesfahrt auf den Bockel holen, a Congestisch opfern. Auf dieser Platz will ich auch eine spezielle Merci und Frage geben, weil auch an dieser Aktion als der Startschuss mehr Kontinuität, Engagement, Ausdauer zu einem großen Teil von ihnen gedroht gehen. Und ich fand das wichtig, dass das doch mal ein bisschen gesagt wird. Ein besonderes Merci liegt mir am Herz, und zwar den geht um Lilian. Also ich bezeichne mich als Powerfrau. Mir das, was du liest, ist unbeschreiblich. Ich bewundere die Energie, die Solidarität, Ausdauer und unermittliche Hilfe. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Aventur Richtung Rumänien, weil auch die konnte ich nicht schrecken. Merci jedem, der mitgewirkt hat, und wie gesagt, das ist das richtige Anfang. Merci. Ja, ich gebe aber dann noch dir Merci so, weil vom ersten Moment dünnes Durchgas an der ganzen Affäre. Und wie gesagt, der Merci und all die das da mal auf den gesagt haben, dann hofft man, dass das doch alles noch gut aussieht. So geschwind die Zeit, dass ich für eine Lesung finde, geht dann den Christ, aber das ist so eine unmögliche Situation. Voilà, merci, nein, können alle die Leute, die den Engagement bringen. Und dann gebe ich dann noch das Wort, für dann einfach nach eine kleine finanzielle Unterstützung einzustimmen. Ja, an diesem Punkt ging mir dann ein Don von 5.000 € für den Nachfahrt vom ukrainischen Krieg für den zu unterstützen zustimmen. An diese ging mir dann Tisch mit 500 Frontières Lützeburg, UNICEF Lützeburg, Croix-Rouge, Caritas und Ukraine ASBL, Ukrainian Community Lützeburg abteilen. Wenn wir nach froh sind, das ging ich später den Don zuzustimmen.
Lilian, ja. Ich gebe auch noch gerne Probe zu und für alle Menore, dass die Mischlohai so übernimmt. Also viele Merci bedeutet es. Ich meine, das Kind darauf ausgewiesen, für das zu machen, weil sich Merci erwartet. Wir alle sind solidarisch, wir machen das Solidarität. Und das ist die Grundidee an all zusammen, erreichen wir ganz viel. Ich hoffe, dass wir da aber nicht nur hier in unserer Gemeinde, sondern überall hier im Land, all den Leuten, die auf der Flucht sind, dass wir denen können helfen. Und das soll die größte Merci sein und eins, dass es den Leuten da besser geht. Ja, merci Lilian. Das Kind für Merci möchte, ist richtig. Ich fand es so den Leuten aber Merci so, weil die hatten aber denken auch von der das vielleicht nicht unbedingt so war. Voilà, da gibt es mir aufstimmen über den Subsid, das wir Claude, Ja. Marsan, Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch und Jemkraft. Ja. Voilà, wie wir da durchkommen auf den nächsten Punkt, da geht es Pläne an der Wie für das Aménagement von einem Logement hier am Haus 107 Rue Principal. Da aus den Vlados Leuk vom Büro Kubus das bei uns für ein Projekt vorzustellen. Du kannst vielleicht auf hinkommen. Das ist so, dass das Haus Berner, ich meine, wir haben das gekauft, 2016 hat die Gemeinde das Haus gekauft, vis-à-vis von der Kirchplatz, weil wir unbedingt wollten das Haus erhalten. Wir haben das damals für 630.000 € gekauft, haben ja noch 360.000 € Subsid dafür gekriegt, was schon ganz gut war. Dann haben wir doch umgebaut. Ich meine, wir müssen ein bisschen umbauen und reinsetzen. Wir haben am Nachhinein noch ein Butzzimmer neu gemacht, das heißt, wir haben 177.000 € da drüber gehangen. Von denen wir dann 117.000 zurückgekriegt vom Staat, sodass wir insgesamt 329.000 € Subsid gekriegt haben. Das heißt, das Haus ist 330.000 € gekostet bis heute. Wie da steht, sind 6,5 Terra dabei. Das heißt, das war ganz gut. Einerseits haben wir wirklich ein Stück von Schotter konnte retten, da das nicht wäsch gehabt, die wie verschiedene andere Gebäude, auch von dem uns Diskussionen waren, dass das vielleicht viel wird. Ich sehe schon, wie sehr die Preise da mal überlebt sind, und dass sie dann feststellt, dass es aber nicht so teuer war. Ich meine, da haben wir ein ganz flott Haus. Demals, das Haus hat einen großen Speicher. Von Anfang an haben wir gesagt, du hast die Möglichkeit, ein Logement zu machen. Das war ganz klar. Wir hatten noch den Lokatär gesagt, vom Speicher bleibt er auf. Da wird man keinen Wunsch machen. Und wir haben dann den Büro Kubus beauftragt, ein kleines Projekt zu machen, sodass wir dann ein Studio oben auf den unter den Dach können machen. Und voilà, ich gebe dir Antwort, für ein bisschen zu erklären, was wir machen, und dann noch kurz durch den Weg zu kommen. Ja, moin alle Leute vom Büro Kubus. Merci, dass ich das noch kann feststellen. Ich meine, Jean-Paul hat die Geschichte ein bisschen erzählt, sodass man sich direkt lassen voilà, ich meine, das Haus kennt ja, wenn man aus der Gemeinde rausgeht, den kann ich auch nicht da lernst. Da gibt es, wie gesagt, den besonderen Speicher, den bei 100 Meter Carry hört, wo im Moment keine Aktivität oder keine Funktion dran ist. Und wie gesagt, sind wir ja gefragt von der Menge, eine Analyse zu machen, zu gucken, ob ihn da keinen Wunsch dran machen und was das gegen Matsch zeigen. Wir haben das auch probiert zu machen. Das so, dass aus dem Haus, was bis dato ein bifamilial ist, das natürlich eine Maison plurifamilial gehen. Und das, wenn der Bauterie nicht guckt, bedeutet das natürlich auch etwas an Sachen, zusätzliche Lokale, zusätzliche Stellplätze. Und das war an sich ein bisschen ein Defi, für zu gucken, ob man das alles hier in dem Haus kriegen. Was die Pläne betrifft, sieht dass es da, ob das ja fast kein allzu viel Variante gibt, wie das ein Treppenhaus da ist, was muss herle gehen. Wir haben geguckt, für ernst wie du so Jean-Paul kein Studio zu machen, mit so ein Appartement gibt mit einem getrennten Schlafzimmer. Das Appartement ist so abgebaut, dass den
boah, ich mein, das ein bisschen mehr groß machen. Voilà. Da habe ich hier ein Treppenhaus gesehen, was bestehen ist, was aber muss auch feiertechnisch muss angepackt gehen, weil man nur an einer Maison plurifamilial sie muss man auch alle Einheiten feiertechnisch schützen. Das heißt, da gibt mal d'Office eng Feuerfestier kommt, also eng Kupfumestier an de ganz Treppenhaus gibt auch dementsprechend an der Festigkeit angeklebt geht 6 Minuten. Du kannst den Rand trifft von den Aufenthaltsraum ein Schlafzimmer und ein Bettzimmer, das ist also eine Stadt, was zu einem Appartement muss hier gehen. Das war an sich nicht das größte Problem. Die Difficultät, die war, war mehr zu gucken, wie man keine Luft an den Speicher kriegen. Und da ist das Bautriment auch relativ strikt, dass par rapport der Fläche, die man generieren, auch ein gewissen vertikalen Fensterfläche muss noch gewiesen gehen. Und das haben wir an sich just, also ist das gelungen, indem wir an der Händestofffassade oder am händesten Dachteil 3 Gauven implantiert haben, die vertikal Fenster zu fassen assurieren. Das allein ist nicht durchgegangen. Wir haben auch da sind noch Kontrante mit den Abständen, mit der Breite von den Gauven, sodass da 1 Meter Carré oder 1,5 Meter Carré gefehlt hat, sodass man sich gezwungen sind, am Giebel auch ein zusätzliches Fenster zu brechen, für auf die gefroten Surface vertikal dort zu kommen. Voilà. Ich meine, im Plan geht es nicht allzu viel Kompliziertes zu entdecken. Ihr seht, dass wir einen Aufenthaltsraum mit einer Küchenzeile, einen Esstisch und ein Kanapé mit einem Schaf. Wir haben auf der rechten Seite ein Schlafkammer mit einem Schaf und wir haben ein Bettzimmer mit einer Toilettebettzimmer und einer Bettbieten. Und das decken wir ja dann bei alles auf, zu Logement muss nachweisen. Ich meine, von den Surfassen sind wir auch gut. Wir haben die Surfassen, die wir 1,80 Meter sind, die haben wir gerechnet. Da kommen wir grosso modo die 6 Meter Carré, die über 1,80 sind, wo ich dann auch gut bewegen kann und die auch dann als Wohnraum überhaupt gezählt gehen. Hier sieht ihr einen kleinen Schnitt, wo ihr dann auch die 1,80 Meter Linie seht. Der hännischer Seite sind und der linken Seite das die hännische Seite sind Gauven. Noch hier haben wir uns zufrieden gehen mit Dachfenstern zu schaffen vom Typ Velux, für dann auch noch über DW-Luft dran zu kriegen. Voilà. Das gibt dann von Hanne so ausgesehen, da seht ihr die 3 Gauven, die wir implantiert haben und die auch an sich, wo auch laut Baureglement nicht mehr hier geht an der Gesamtbreite und an wir haben ja paar Sachen dort zu respektieren, dort Gesamtzahl von den Gauven einen gewissen Meter 12 nicht darf überschreiten. Und das ist an sich das Maximum, den da möglich ist, mit all den Abständen, die müssen angehalten gehen. Weil von 4 hätten wir die 3 Veluxen an ein Entrauchungsklapp am Treppenhaus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, du hast einen kleinen Text, kann ich nicht ganz gut lesen. Aber du musst man sich, das war der Wunsch von der CGT, dass man das Treppenhaus dann auch noch entrauchen. Voilà, hier ist eine Vue vom Giebel. Du siehst die ominös zusätzlichen Fenster, die man muss machen, für auf das Fensterfläche zu kommen. Das ist leider nicht ernst gegangen. Mit das aber mit dem Punkt dann noch gelesen und ich meine, das auch so von der Baukommission, soweit ich informiert bin, akzeptiert gehen. Voilà, hier ist dann das, was ich wieder gesagt habe, dass der Fett, dass man aus der Bifamilial eine Maison plurifamilial gemacht haben, muss man natürlich auch ein paar Sachen nachweisen, entre autres ein Lokalpubell und ein Lokal für die Velo und für die Bus hätten. Ich meine, das ist an ihrem Baureglement so gefroht gewesen, aber wir haben da geguckt, wo man das dann am besten können machen. Und da gibt an sich just ein Platz, die sich da egent, und das ist die vom bestehenden Garage, aus dem einfachen Grund, weil man da über die kleine seitliche Weg plein pied durchkommen. Das ist sowohl für die Pubellereise ranzuholen, wie auch für die Velo und die Bus hätten überhaupt. Ich nicht da, Mensch, alles ein bisschen mehr groß gemacht. Da sieht auch da
den Pubelslokal, den dann 6 Pubellen huet, dat heißt fir all wunnecht als Platz fir 2 Pubellen doran zu machen, mat engem direkten Zugang nobausen op den seitliche Weh. Jetzt sieht an dem bestehende Garage, de do ass och eng Platz fir d'Wëllen a fir Pus hätten. Ich mein, das auch etwas, was muss bequem erreichbar sein, aber die Lohn kann nicht vor den Keller setzen, weil ich meine, du setzt erstens kein Velo hin und sein Pusse dann geht auch dann nicht benutzt. Du siehst, was das bedeutet, an dem längerlichen Teil hat man dann auch noch 2 Zusatzstieren zu installieren, für eben an die Reim zu kommen. Das funktioniert, der war auch so, wie wir das geplant haben, sodass man da an sich auch ganz bequem Zugang geschärfen. Was noch dabei kommt, das ist ein dritter Keller, den man für die dritte Unität irgendwo installieren. Auch da hat der Keller an sich genug Platz gehabt, für noch irgendwo einen kleinen Eck aufzuzwacken und da einen dritten separaten Keller hinzusetzen. Ich meine, mit dem Geschick wird Leute freuen. Also ich meine, die zwei Appartementen haben schon hier Keller und da wird auch den dritten, den du beigemerkt gehen. Voilà. Einer kleinen Kontranten, die nur noch am Gebäude zu machen sind, durch den Fett, dass man ein Drittwunsch kreieren, das geht ja nicht durch, dass man die Drittwunsch feuertechnisch aufschotten. Wir müssen auch die 2 Wunschen, die da sind, mit Feuerschutztieren bestücken. Und das wird dann auf der linken Seite für das Appartement vom Rez-de-Chaussee, wo man bisschen mehr muss machen, weil das eben das ein Dir mit 2 Seitenstecker, die sind natürlich an der Form nicht mehr gut. Wir müssen das ein bisschen zubauen und das auch feuertechnisch an Treue bringen. Und dann jetzt sieht er, dass an sich den Achse für den Appartement im ersten Stock, die kriegt er noch eine neue Dir, sodass man dann von Seite von der Sicherheit konform sind. Dann haben wir Punkt, ja, das war ein bisschen eine längere Diskussion gewesen, das dann mit den Autos. Wir haben an sich momentan 2 Garagen, das heißt, wir haben eine von 4 und eine von Hannen. Das ist auch bis dato durchgegangen bei 2, bei einem Bifamilialbereich an sich 2 Stellen. Also du kannst das Auto noch an der Nähe setzen, das hat ja bislang gut funktioniert. Wenn wir aber an eine Maison plurifamilial gehen, dann als Baureglement sieht er ganz klar, dass alle Unitäten 2 Stellplätze müssen, die unabhängig voneinander können benutzt gehen. Das geht in unserem Fall bedeuten, dass wir müssen insgesamt 6 Stellplätze nachweisen, wenn ihr seht, die 2, die wir schon haben an den Garagen, die wären dann okay, dann muss man daneben nach 4 Plätzen ausweisen, die unabhängig voneinander können benutzt gehen. Dat as lo die Variante, für die wir als Landscheet tun, für Handen an der Gerd, wo sich noch relativ viel Platz als 4 Stellplätzen hinzusetzen, sodass man sich mit dem Geschick die 6 Plätzen nachweisen können. Ich weiß nicht, an der Baukommission war eine kleine Vorgeschichte, weil wir hatten es am Anfang an einem anderen Platz. Ich weiß nicht, ob das hier ein Thema war. Weil Donnerslo an sich eine Implantation, die über die Bontekonstruktion von 30 Meter rausgeht. Und wir hatten noch keine Variante, wo wir an den 30 Meter dran wären. Das ist an sich die sich auch noch weisen. Das heißt, da wären die 4 Plätze an sich an der Gerd gewesen, für an den 30 Meter Bond zu bleiben. Das ist aber dann irgendwann war das eine Diskussion, sodass ich gefragt gesehen, das nicht dort zu machen, für die Gerd nicht für die zu machen. Und darauf sind wir dann die eine Variante ausgeschafft und soweit ich am Bild sind, als das eigentlich an der Baukommission dann auch für gut befunden ging, dass ich mich schei. Jean-Paul weiß vielleicht nicht, ich weiß, du lernst. Ja, da musst du vielleicht ein Wort dazu sagen. Voilà, das wäre an sich die Intervention, die nötig wäre, für aus den 2 Logements ein Dritt dabei zu machen an dem Haus. Wir haben das doch ein bisschen chiffriert und du hast, voilà, wir haben das ein bisschen probiert auseinanderzulegen und zu gucken, was die Erbischen dann noch kosten, mit der Preisentwicklung, die wir in den letzten Monaten oder letzten Jahren hatten.
für aber dann wie abzustellen, den Stroß hält und du gesehen dort, ob man die Einzelposten da abgefahren tun und das bisschen abgedeelt ist. Ja, wir bisschen größeres Erbesten, wir haben Dacherbesten, technische Installationen und das ganze Parachevement und Aménagement interieur. Ich meine, schließlich die Zölle nicht all vier. Wir da tun als das sind Punkte, da kommen wir am Montant von Baumontant von 281.000 €. Wenn den dann ein bisschen die Revue noch dabei möchte und TV dabei, da sind wir Baukaschen technisch auf 346.000 €. Dann haben wir einen Posten für Planung, Architekt, Statiker, Koordinateur de Sécurité, 15%. Mit der 17% TV, Montant kommt dann über 50.000 € dabei, sodass wir summarum für den Projekt auf ein Montant von 391.000 € kommen. Mit dem Wissen, was wir heute tun, mit den Preisen, die wir im Moment tun, ohne irgendwo eine Glaskugel zu wissen, was nächstes Jahr ist oder in der nächsten Zeit Baumarché sich dreht. Voilà, das für meine kleine Präsentation heute gewesen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne stellen. Voilà, Vlado, ich gebe dir merci so für die Präsentation. Effektiv waren da Diskussionen, die ein Aménagement just von den Parkingen geht. Ich meine, die Leute, die die Dinge kennen, die wissen, dass han nach gut Platz ist, dass sie dann ein Auto kann einstellen. Ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten an unserem Baureglement. Ich meine, das ist ja Notsache von der Baugenehmigung. Wir werden mal vorgesehen, für das Gebäude so umzubauen, für die Plätze. Dann, ich meine, wir haben ja, wie können wir die Plätze dann aménagieren an der Bandkonstruktion. Am Baureglement stehen noch Möglichkeiten, dass von den Plätzen an Minobei ausweist. Wie gesagt, wir gucken das nicht im Detail. Ich meine, die Lommel hat sich drum für heute Projekt an der Form zu stimmen, für den Umbau zu stimmen, und dann, was Parkingen geht. Ich meine, wir werden nicht die Leute auf 4 Parkplätze an der Garten, wenn wir kein 4 Auto und unbedingt brauchen. Ich meine, als Gemeinde, das ist ganz klar, muss man, wenn man etwas machen, wenn man etwas genehmigen, muss da Typ und stichfest sein. Und, ich finde, den ich gesagt, den Terrain sind 6,58, sind 3 Unitäten da. Das dürfte kein Problem durchzustellen. Wie gesagt, Baugenehmigung ist da dient, also auf jeden Fall ist das ohne Problem zu machen mit der zusätzlichen Wunsch. Es war immer vorgesehen, von Government Haus gekauft haben. Und ich meine, wir sollen das da, du hast schon klar erklärt, dass das tiptop so funktioniert, für das alles an dem Sinn zu machen. Voilà. Wenn du noch froh sind zu dem, dass sie klappt. Ja, ich wollte just fragen, welche Überlegungen es waren oder wo die Kontrante sind, dass wir eine Government auf hier Wölluxe, weil ich meine, beim Nobau ist just umgedreht. Ich wollte just fragen, was da die Überlegung war, oder? Das ist an sich eine gute Frage. Ich meine, an erster Linie Nummer 10, weil wir ja die viel so fast vertikal müssen haben wir an sich 4 Teile gehabt, an dem wir so Hand gemacht haben, weil wir ja 4 Treppen haben, das zählt ja schon gut nicht mit, da hätte man keinen Kauf können machen. Da wird die Überlegung auch für ein harmonisches Bild zu kreieren, dann die vertikal zu fassen, alle auf dieselbe Seite vom Haus zu machen, für überhaupt an die Richtung von der Surface zu kommen. Das war an sich meine die Überlegung. Und davon gesehen, sehe Erfahrung, weiß ich, dass doch die Leute vom CD Monument mancher Probleme, wenn ich auf und handeln möchte, wie wenn ich dafür möchte. Voilà. Okay, das ist froh, für uns merci. Ich gehe auch so einen Charakter vom Haus bleiben, wenn wir herle, wenn ich vor 4 und nicht der Gauben drauf setze, mir, wenn ich effektiv just, weil die Wölluxe gesagt, die nicht von den 4 Haus steht, die gesagt, die just vor weiter. Von das herrscht. Ja, wir fanden das Projekt auch ganz flott, also habt ihr da mal eben nach einer Wohnung, zusätzliche Wohnung können schaffen, weil du nach mir froh ein bisschen mehr, du hast erklärt, wie viele Subsidien wir schon für das Haus gekriegt haben, inwiefern wir dann noch heute aber Subsidien kriegen, für das zu machen, wie gesagt, wir höhere Logement abordable und zusätzlich kriegen, ob wir dann noch da aber 75% vom Staat remboursiert kriegen. Ja, ich meine, wir werden das alle aufrufen, 75% wie früher, das ist ganz anders gerechnet, das geht auf Basis von den voilà, c'est fast konstruiert brut gerechnet. Ich meine, wir schicken ein Projekt an. Wir kriegen auf jeden Fall subventioniert, aber das nicht mehr wie früher. Es waren nicht immer 75%, da war ja auch an der Zeit Plaffungen. Aber im Moment sind Berechnungen aber mehr komplex, das ist nicht mehr so einfach zu summen.
75% kann ich davon ausgehen. Also wir hoffen, dass wir die 50% nachdrehen. Wie gesagt, alle schicken ein Dossier an und dann gucken wir, was wir für Subsidien genau kriegen. Okay, weil ich auch, weil gut kein Reset gesehen hast, mit der das wirklich Logement abordabel, die so viel gesehen hast, die noch so ausgeschrieben wird, also verlohnt wird, wie an dem Kriterium gesehen hast. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, dass auch das, was ja ein bisschen Gesicht gibt, mal Logement für eine Person oder mal ein Koppel kann dran, die nicht unbedingt muss kann, auch weil zu viel Zimmer und da sind. Das meine ich, das auch mal ein flott Wunsch wird. Dann haben wir einen guten Mix da an dem Gebäude, das ist optimal. Gut, und du sollst keine Frohe mehr sehen, gibt mir das aufstimmen. Claude Marsan, Jo. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Jo. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Fik Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges, Jem Kaufmann. Ja, Voilà. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um einen Zusatzkredit, den wir brauchen für den Gesangsbau an 13 Mann. Da gebe ich dem Serge. Richtig. Am Gemeinderotsdossier waren Pièce betreffend Reflexion vom Gesangsbau zu fannen, darunter der wie von Secolux an der Sécurité, dem Service de Sécurité Nationale, dem Service National de la Sécurité dans la Fonction Publique betreffend Mise en Conformité vom Gesangsbau an den Devis estimativ von 135.000 über dem wir no aufstimmenwerten zu fannen. An dem detaillierten Devis, ich meine, die hat ja gesehen, da sind die ganzen Arbeiten mit abgelöscht. Und die ganze Mise en Conformité, die ist effektiv notwendig, weil wir ja dank der Hölle vom Gesang können wir den Gesangsbau ja auch benutzen für die Musikschule. Und da ging dann zum Beispiel Hannen ausgedenk ein Treppgemach für von Hannen, lernst vom Campus fort für von Hannen bis bei den Gesangsbau zu kommen, für dadurch zu verhindern, dass die Schüler, Musikschüler nach müssen über die Hauptstraße, über den Trottoir lernst CR tröppeln, was ihr dann hin noch am Punkt der Sicherheit zu gut könnt. Schreinerei habe ich den, Schlösserei habe ich den, Sicherheitsinstallationen, Brandmeldezentral, einen neuen elektrischen Tableau, weil den existierenden Tableau an einen Fluchtfee montiert, das Heizungen auf warmem Wasser, Installationen gehen teilweise erneuert, respektiv Reihe, die bestehen, nach isoliert. Voilà, für die Arbeiten, die dem Gesang an die Schüler, wie ich ja gesagt habe, von der Musikschule ermöglicht, für einen sicherheitstechnisch konformen Gebäude zu proben und zu musizieren, ist allerdings lo ein Zusatzkredit von 100.000 Euro notwendig, wie ja auch an der Deliberation notiert ist. Voilà. Das wird von meiner Seite Punkto Explikationen, mir erst lo de Mikro freigehen, wollte ich aber dem Schottergesang nach ein große Merci sagen für die Mise à Disposition von ihrem Lokal 4 für ein halbes Jahr Musikschule. Voilà, das war die Explikationen. Sind du noch vielleicht frohen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein, dann Claude. Ich bin nicht wirklich froh, ich fand den Claude sagt, dass man die Synergien da haben, sich noch fanden und dass die Räumlichkeiten dann noch genutzt werden, was schon da sind. Da sind einfach immer überrascht für einen Raum, den da schon an der Reihe war, dass man aber dann mussten wir so viel investieren, für dann mit 15 Kanner das Holzfischkuchen zu haben. Ich kann mich nicht an einem Etablissement arabisch dann mischen, mit das aber erstaunlich mit. Ich meine, da kann man nicht lernen, da muss man das machen, mit, dass wir den Saal können benutzen, das ist aber eine super Sache. Merci. Ich meine, wir haben auch mit der Musikschule niemanden Success. Es kommen immer mehr Schüler, und dafür brauchen wir natürlich auch Räumlichkeiten. Und die müssen natürlich konform sein, das ist klar. Und dafür, ich meine, das Projekt vom Campus, den Ausbau vom Campus, das wird nach ein paar Wochen dauern, bis da eventuell Lokalitäten bereit sind für die Schüler.
ja, dann, also, ich meine, wenn doch eine Rolle spielt, sind natürlich auch die Evolution von den Preisen. Ich meine, Vlad hat just gesagt, wir merken dadurch, das geht schön Leute aus an der Wien. Wir haben uns leider auch gesagt, halt die Wien wirklich schön, nicht, dass wir da probieren, etwas zu beschönigen. Weil die Wien, geht dann noch, kommen wir dreimal für Kredite. Also das spielt doch, ich meine, gleich hat er gesehen, war 60.000 € für Musik, als 60 für den Gesang, los immer auf 130 weiter, also das ist schon heftig. Wie gesagt, sicherheitstechnisch ist so nicht mehr, wir müssen alles an der Reihe und kontrolliert tun. Wenn ein Caps geschieht, das ist schlimm genug. Aber wenn dann einfach auch noch als Anlernen an der Reihe sind, dann meine ich, will ich nicht am Chefrot sitzen, für dann dort Responsabilitäten zu haben. Gut, das gesagt, gibt mir darüber aufstimmen. Claude, Jo. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Dali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Fajarini, Ja, Georges Jamkampf. Ja. Merci, dann werden wir da auch dadurch. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um verschiedene Änderungen an unserem Baureglement. Und da gebe ich dann Herrn Niebert Wort für eine kurz das dann zu erklären. Merci, moin. Schon eine sehr kleine Änderung am Baureglement. Und zwar für ich mal, was wird geändert? Also das Baureglement aus Anfang an der Planungssystematik gilt an der ganzen Gemeinde, genau wie der PRG. Und gilt auch für PRPQE und PRP-Novokratien. Natürlich, das Baureglement spielt an der ganzen Gemeinde. Von der Prozedur ist es so, dass, wenn es heute gestimmt wird, dann wird es angeschickt bei dem Ministerium. Und wenn du keine Remarke sind oder Non-Konformitäten, dann gilt das an der Stich vom Vote. Die erste Änderung betrifft den Artikel 28 vom Baureglement. Und zwar geht es um Stützmauern an Rembly-Débly. Den ersten Teil von dem Artikel ist nicht betrifft. Auf der linken Seite seid ihr immer den aktuellen Artikel und jetzt die Änderung. Wenn du eine Änderung hast, hast du das rot markiert. Das ist auf der am ersten Teil davon noch nicht geändert. Am zweiten Teil, was nur das Situationement belangt, wird eine Änderung gemacht. Und zwar ist es so, dass wenn eine Stützmauer auf der Limit ist, wenn du schon ein bestehend hast, dann hätten müssen als Nopa 1 Meter wasch bleiben, weil den grundsätzlich 1 Meter messen wasch bleiben vom Limit von der Parzelle. Lo ist es aber so, wenn eine Stützmauer schon da ist, oder wenn ein zusammen mit dem Nopa will eine Stützmauer abrichten und zusammen das aufredet, da den du eine Möglichkeit hast, für eine Derogation zu fragen. Wir haben das ein bisschen abgespleckt, dass Derogationsmöglichkeit nimmen vom seitlichen Aufstand spielt und nicht von den Hechten von 1,50 Meter. Das heißt, das so abgedeelt, da den normalerweise grundsätzlich 1 Meter muss wasch bleiben, wird für drin auch wahr, aber lo eine zusätzliche Derogationsmöglichkeit unter den Konditionen angefügt wird, dass wann schon eine Stützmauer auf der Grenze ist, da den du kein grenzend abrichten oder wann den zusammen mit dem Nopa eng Stützmauer abricht und die Demont gleichzeitig erreicht. Da das die erste Änderung, sonst ändert sich am Artikel am Anfang nicht. Den Rest vom Artikel ändert auch nicht. So, dann haben wir eine zweite Änderung. Das betrifft den Artikel 29 und das betrifft am Anfang die Klotüren usisch. Ersten Teil vom Artikel ändert sich nicht. Hier gesagt den auch nämlich Kroki am Anfang. Mir geht hier um den hannechten Limit, wann du will eng Klotür abrichten, und zwar eng opak, also wo nicht kann durchgucken. Dann war ganz stark vom Servicetechnik gefroht gehen, da den du eng mehr präzis Regel hört, weil am Anfang ein bisschen unklar war, wie hoch die darf sind, wenn sie nicht durchsichtig ist. Und da haben wir einen zusätzlichen Paragraph angefügt, und zwar dass an den Wundzonen, an den Mischzonen, da den du opaken, also nicht durchsichtig, Klotüren maximal bis 1,80 Meter vom Terrain naturell kann abrichten, dass das am Anfang eine zusätzliche Präzision, dass nicht allkehrs gefroht wird, was für ein Limit da ist, weil das für drunter nicht klar geregelt war. Am Anfang ist es aber so, weil das Baureglement an der ganzen Gemeinde spielt, dass es sie kann, was in ein Gesamtlotissement möchte, was auch zum Beispiel von der Topografie nicht einfach ist, da den du aber bis man hört,
für du aber eine Derogation zu machen. Das ging dann aber an diesem PHP-Chlor am Detail geregelt gehen. Und dann kann den du auch derogieren. Kann auch sein, dass so eine Schmol, wenn es topografischer Besonderheiten, dass ein Eck so eine Schmol den Terrain aber ein bisschen aussteigt oder aufhält, da den du für du nicht ein Knick ob der Klotür zu haben, da den du ein Lichtderogation braucht, der winst, wir da ein bisschen flü formuliert, da den aber eng Handhab hat, nur wann nicht nedisch ist. Auf alle Fall also so, da den du musst als Demandeur eng Prüf bringen, für was den du eng Derogation fried. Also eng Derogation ist nicht so viel etwas, wo ein Recht drauf hat. Ich meine, das wisst ihr selber, mit muss ihn am Anfang gut begründen. Das ist Änderung an dem Artikel. Den dritten Artikel, den soll geändert gehen, als den Artikel 42. Und da geht es die Überschwemmungszonen. Und da ist es so, dass das Baureglement bisschen am Anfang den Text aus dem Reglementtyp überholt wird. Und da waren möglich, oder am Reglementtyp ist es möglich, dass den eng Derogation kann machen als Bürgermeister für am Keller noch so eine Schmolreim anzurichten. An der Schmengen letztes Jahr war das immens Hochwasser, wo am Grand Duché ja noch an den Nuppeschländer, besonders in Deutschland, immens starke Überschwemmung war, wo viele Sachen futtig gegangen sind, viele Leute auch gestorben sind. Und da den du am Anfang vom Prinzip hier soll grundsätzlich vermeiden, da den am Subsol etwas, da den überhaupt Subsolen an der Überschwemmungszone errichtet. Und das ja nur so eine Schmol Leute nicht mit der Zeit vergessen, an den Rimm Subsolen bauen und Herr Nodun aber viel Schutz dadurch entsteht. An der wenigstens also am Anfang propos, da die Derogationsmöglichkeit grundsätzlich lässt, da den am Anfang nicht am Innergeschoss an den Überschwemmungszonen kann Reim errichten. An den letzten Artikel, den soll geändert gehen, da das ein Artikel, was die plurifamilialen belangt, das heißt an den Wohnzonen, an Möchtzonen. Da ist es so, dass wenn du Wohnungen errichtet, dann muss ich ja auch lokal Pubell errichten. Und dem Mond geht immer mehr hoch, auch vom Tri, der den ein bisschen zusätzlich Raum braucht. Und besonders am Quartier Existant ist es dann so, dass du natürlich dax im Mangtum um Platz hast. Und für zu verhindern, dass du kleine Abrien, du am Recul avant oder auf der Seite oder Hand am Gerd am Anfang du hinter gesagt gehen, was auch grundsätzlich so eine Schmul nicht besonders attraktiv ist, wenn jeder ob seiner Parzell so ein Abri abricht für die Pubell. Also viel gesehen, da den du das am Haus selber unterbringt. Eine Derogationsmöglichkeit ist grundsätzlich möglich am Kader vom am Nouveau Quartier, da den du am Anfang hautest das auch Lesungen K4 gesehen, gerade bei bisschen mehr groß PRP in Lotissementer, wo ihn eigentlich ein gemeinsamen Lokalpubell für ganz Lotissement hat, wo ihn auch ein lokal Tridéchet hat und wo ihn auch so eine Ressourcerie kann viel gesehen. Das heißt, du musst ihn eine gewisse Flexibilität haben, weil an den Migros-Kartien, die neu plant, am Anfang das nicht klassisch, dass jeder für ihn sein eigenes Lokalpubell hat. Das weil du eine ganz andere Situation hast. Und das sind die Veränderungen am Anfang, die viel gesehen sind. Keine spektakulär große Änderung mehr. So eine Schmul Sachen aus dem Alltag für die Leben auch vom Servicetechnik und für die Bürger zu erleichtern, dass Sachen ein bisschen mehr präzise sind und dass manche Sachen dann nicht mehr in der Form geschehen. Und das sind schon die Veränderungen. Voilà, merci Anibur für die Präsentation. Ich meine, das ist wieder so eine kleine Änderung, die man im Baureglement muss vorholen. Die Sachen, die also opfallen, ich meine, die Baukommission hat kleine Probleme, dass auch großen Teil an der Baukommission abgeworfen die Problematiken an. Da ist mir noch ganz klar, was mit der Notverdichtung, dass da aber immer neue Probleme kommen, die für nicht gedauert wird, früher Klotüren. Sind Nobrich nach Renskin haut diskutieren über 5 cm an ich meine fast wichtig, dass die verschiedene Regeln nach ganz klar definiert, andere vielleicht ein bisschen mehr locker möchte an wird die Verschwemmungszone nur geht das wieder so ich meine du
d'Ingenieur resonal QV-Tanche, das alles kein Problem, mehr auch ein QV-Tanche, die voll Wasser steht. Das ist dann ein Problem an de Risiko ist wirklich, dass zu viel Leute immer mehr, wo in der Bemolave Wunden an den Kelleren, Zimmern an den Kelleren hört, obwohl es ganz klar ist, dass das nicht darf sein. Ich meine, wir sollen wirklich nicht drauf kommen lassen, dass an einer Verschwemmungszone in keinen Keller nicht so dringend, just weil Proprietären dann einfach der Zimmer gemacht haben und dafür das Propos die für ihre Sachen dort zu ändern. Von daher sind dazu froh, Nico. Ja, ich meine, die Modifikationen, die sind schon sinnvoll und die sind noch so an der Reihe für mich. Ich habe just 2 kleine Suggestionen. Da am Artikel 29, das ist die von den Clôturen, da steht am letzten neuen Satz, des dérogations peuvent être autorisées. Auf anderen Plätzen, wo stehen, der Bürgermeister kann die Derogationen autorisieren. Wie weit bleibt man heim weg, als Teil der Chefrat, als eventuell der Gemeinderat, wie kann der autorisieren, heute nicht eventuell Intérêt, das zu präzisieren. Und dann hätte ich eine zweite Remarque, das beim Artikel 42 bei den Überschwemmungen, ich meine, wo es effektiv raisonabel ist, dass ihr seht, man sollen da vermeiden, Jean-Paul, wie es gesagt hast, dass noch größere Probleme entstehen, wenn die Autos an den QV-Tangen flottieren, weil die Überschwemmungen dran sind, weil die Pumpe nicht gegangen ist. Aber holen wir dann als Referenz den Heichwasserstand HQ10. Das ist ein Begriff, den wir kennen. Ich gebe auch vorschlagen, dass ihr vielleicht auch nach dem Text eine Referenz macht, ob eventuelle Gesetz oder Reglement Grand Ducal, was von dem HQ10 schwätzt. Weil wenn du eventuell Konflikt gibst, weil Leute nicht d'accord wären, da geben so, ja, die schreibt du HQ10, aber was ist das? Weißt mir mal, was das ist. Dafür gebe ich vorschlagen, dass ihr auch eine Referenz macht, ob das Gesetz, und ich meine, das sogar Reglement Grand Ducal, was die Überschwemmungszonen definiert, dass ein klar weiß, wer es da geht. Dass du keine Kontestation hier noch kommen kann, was HQ10 ist. Das wäre just eine Rekommendation, die ich mache. So sind ich aber mit dem Text da d'accord. Ich kann vielleicht direkt darauf antworten. Also bei dem Artikel 29 ist es so, dass es am Kader von der Prozedur vom PRP Nouveau Quartier soll direkt definiert gehen. Das ist das nicht so, dass den PRP Nouveau Quartier für echt gestimmt wird, an her nur eine Derogation vom Baureglement soll geschehen. Aber da den Anfang, wann den PRP Nouveau Quartier abstellt, den ja sowieso vom Gemeinderat gestimmt wird, da den do so eine Schmul Preskriptionen soll vorgesehen, für das her nur zu dezidieren. Das heißt, das geht zusammen mit der Gemeinde ausgeschafft, an dir dezidiert ja über den PRP Nouveau Quartier, an du sollen die Sachen festgehalten gehen. Das heißt, dir schwätzt du am Detail mit, ansonsten gibt es gar keine Derogation. Das heißt, der Pouvoir ist am Kader vom Nouveau Quartier und der Gemeinderat. Ja, ja. Ja, ich bin mit d'accord, ich finde das auch so verstanden, dass just der letzte Teil vom Satz da steht, war ou pour des raisons d'ordre technique ou topographique. Und das ist nicht mehr klar, ob das am Kader vom PAP Nouveau Quartier ist oder ob das außer dem Kader vom Quartier, von dem PAP Quartier Nouveau ist. Da müssen wir das vielleicht so formulieren, dass es zu verstehen ist, dass pour des raisons d'ordre technique ou topographique, dass das doch am Kader vom PAP Nouveau Quartier ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Respektiv, also dann nicht so, dass du sowieso am PRP Nouveau Quartier immer kannst zum Reglement des Bâtiments derogieren. Muss es explizit vorgesehen am Ding? Ja, das muss express vorgesehen gehen, weil sonst unterwirft sich den PRP Nouveau Quartier auch dem Baureglement d'Office. Das ist von der Hierarchie also so, dass das Baureglement am Anfang primt über die ganze Preskription. Es sieht dann, dass am Baureglement vorgesehen, dass den PRP Nouveau Quartier etwas anderes kann definieren oder eine Derogation akkordieren. Mit dem Punkt vom Herrn Welsch ist pertinent, ganz ehrlich, weil am Anfang also so, dass die Ausnahme so eine Schmul, die kann akkordiert gehen, pour des raisons ordre technique ou topographique, also am Anfang bezogen auf eine Derogation vom Bürgermeister. Das heißt, das kann nicht der Bürgermeister am Kader von einer Baugenehmigung derogieren. Weil die Derogation für den PRP Nouveau Quartier ist nicht express dazu gebunden, dass es dort Technik oder Topografik ist, weil du den Anfang allmählich geht. Das heißt, am Anfang wird das noch eine Sache, die so eine Schmul
zu diskutieren oder zu bestimmen, wie an der Irsch, ob ihn das soll beschränken, ob Raison d'ordre Technik et Topografik am Nouveau Quartier oder ob ihn sieht, am Nouveau Quartier als klar, da kann ihn derogieren, weil das ja an der Prozedur erfolgt. Und dann, wenn das soll getrennt betrücht gehen, dann hat ihr recht, dann muss ich ihn am Anfang noch abfügen, da den ou une dérogation par le bourgmestre pour des raisons d'ordre technique ou topographique peut être accordée. Ja. Also genau, für mich ist der Satz ganz klar. Ich meine, erstens sie werden PHP genehmigt, zweitens sie werden eine Baugenehmigung gibt. Und dafür müssen sie vielleicht für den nicht so klar ist, sondern durchschreiben, ou pour des raisons, die letzte Satz, par le bourgmestre. Ou pour des raisons d'ordre technique ou topographique, ou par le bourgmestre pour les raisons topographiques. Ich meine, das ist aber evident. Von den Datei lest, da steht entweder Plan d'aménagement ou pour des raisons techniques. Ich meine, da ou par le bourgmestre für drauf, wie den Nico gesagt hat, dann ist es ganz klar und dann müssen wir so draufschreiben. Weil ich meine, sonst kriegen wir das Problem, von irgendwo den Terrain fällt und dann sind wir 10 cm drüber, weil das sind immer Diskussionen. Dann den Terrain fällt schon und kann den Panno aber nicht rumschneiden. Gut, dann gehen wir proposieren, dass mir das am Anfang, wenn ihr darüber aufstimmt, dass mir das ergänzen für die Version, die angeschickt wird, ja. Dass es festgehalten wird an der Deliberation, dass haben wir den Topografik par le Bourgmestre oder noch. Ich gebe froh, carrément 2 Sätze zu machen, dann ist keine Konfusion möglich. Ja? Dass ihr seht einfach, die Derogationen können autorisiert gehen am Kader von der Elaboration von einem PHP Nouveau Quartier und können noch Derogationen autorisiert gehen für die Raison d'ordre technique ou topographique par le Bourgmestre. Dann ja. Da seht ihr, dass das 2 verschiedene Szenarien genau, sind. Genau, die Derogation, ein zweiter Satz. Wenn man einen zweiten Satz, die anderen Text, so schickt man einen anderen, die leben auch an Deliberation, das ist gut. Pardon, ich noch zurückkommen auf die Frage vom HQ10 von den Zonen d'Inondation. Selbstverständlich. Du hast auch eine Antwort dazu. Und zwar ist es folgendermaßen, dass grundsätzlich immer den aktuellen Reglement Grand Ducal gilt. Das ist genau wie am Environnement auch. Das heißt, wenn sich die Tischwasserzone ändert, und das quasi alle 4 Jahre oder 5 Jahre neu berechnet, je nachdem es auch wie sich Flussbett verändert oder Topografie verändert oder wie auch immer. Und dann gilt immer den aktuellsten. Das heißt, am PRG ist das auch ein Titel indikativ durchgestaltet, wie Biotope oder andere Sachen oder einer Schutzzonen. Und wenn ihn am Anfang eine Baugenehmigung aufredet, muss ihn immer auch die aktuelle Version gucken. Und das ist auch so, dass wir auch regelmäßig so nicht mal die Zonen superposé für die Gemeng aktualisieren und die Drop legen. Und das ist auch so, dass ihr zum Beispiel am Geoportal oder auch bei eurem internen System am SICOM immer die aktuelle Version drauf wird und dann seid ihr immer klar, was gilt. Kann ich einfach, ja. Ja, ich meine, ich habe nicht richtig verstanden. Also, meine Frage war nicht, ob es die aktuellste Version, also ich meine, das ist logisch, dass die aktuellste Version von Heichwasserkarten applikabel ist. Meine Suggestion für euch dazu sagen, wir sollen den HQ10 durchschreiben, dass das an einem Gesetz, respektive an einem Reglement Grand Ducal von dem an dem Datum definiert das. Das ist eine Frage von Definition, was das den HQ10. Wir gehen alle davon aus, wir wissen alle, was das ist. Also, nur kann ich so ein HQ10, das ist ein besonderer Stress für den wie für den anderen. Ne? Dass ich klar sehe, dass den HQ10 aus dem Reglement Grand Ducal. Das am Anfang auch am PRG ist das ja durchgestellt, so eine Denundation. Und ich meine, krüde Referenz HQ10, da das aber schon etwas definiert ist, an dem Sinn, also ich gesehen, da das ein relativ feststehender Begriff an auch am Reglement, am Wassergesetz ist da doch definiert, der wenigstens mengnisch, wenn ihr Sachen definiert, die auf einer Stelle schon definiert sind, dann riskiert ihn da den du auch, bis die Konfusion schafft. Ja, ich meine, Baureglement ist schon nicht etwas, was alle Menschen direkt versteht, das ist ganz klar. Das ist schon ein Spezialist, wo das Baureglement adressiert. Dann die müssten normalerweise wissen, wo das definiert ist, das ist klar. Weil, wir schreiben auch sonst nicht bei alles eine Explikation, wo hier könnt, weil es ganz grob Sachen, Reglemente, also die müssen observiert gehen, beziehungsweise Referenzen, wo stehen sie? Ja, am PRG stehen die Sondenundation und da sind auch die höchsten sind durchgestaltet. Und ich meine, wenn ihn das an Google angeht, dann mengen das schon den das auch direkt. Am Geodatei wurde das auch direkt.
Oder am Zweifelsfall Frieden, den sich du mal da auskennt. Das heißt du auch nicht schlecht. Sergio. Just beim 28 von der Dunnecker die Grafik könnten weisen mit der Derogation, dass von 2 Baugenehmigungen bei denen ugefreut gehen. Geht dann aber eng Mauer gebaut oder gehen 2 Mauer gebaut. Und respektiv täuscht insgesamt das immer um 1,5 Meter. Also 2 Mauern oder eng Mauer, also kriegt Alter als eng Mauer. Vom Prinzip ist das so definiert, jeder für ihn eng Mauer. Ich meine, da können wir nur hoher blicken, ob in so eine schmol eng Mauer zu summen, dann wird das eng nur mitoyen. Wann auch einer Probleme am Matze sprengt, Wien darf die aufrappen und Abstand, der wenigstens also vom Prinzip so, dass jeder für ihn seine eigene Mauer hat. Ja, ich meine, die kann ja eine halbschaltige Mauer theoretisch gebaut, die Wand Leute sich geht. Das Problem ist, wenn ihr theoretisch von einen halben Meter die eine Seite müssen opfern, den anderen einen halben Meter müssen aufgrufen, dann hat den eine Mauer von einem halben Meter, einen Meter, einen Meter und dann eine Mauer einen halben Meter rauf. Das heißt, dann hat den 2 Mauern, so kann ich noch mit einer Mauer sitzen, das heißt, die stützt einen halben Meter die eine Seite, einen halben Meter die andere. Das ist am Anfang gedacht für das zu machen, dass in Terran an dem Sinn kann nivellieren. Aber das große Problem ist, das heißt, wenn parallel zum Hang Mauern gebaut gehen, das heißt, wenn den Hang so ist, und Gröfe des Jan, und dann müssen Stützmauern, und dann hat jeder einen Meter von der Grenze feststellen. Das heißt, du hast eine Stützmauer, und damit an der Tisch 2 Meter kann ich keine Mauer bauen mit der Theorie. Und das war das, wo die Leute gesagt haben, was ist das? War Nope, den hat Kamedi mit dem hat gesagt, nein, du darfst Schützen mal nicht bei mir bauen. Das heißt, dann hat jeder eine winkelere Tour machen. Dann haben wir gesagt, ja, nee, das kann nicht sein. Wenn die 2 sich einziehen, für einen Himmel zu halten, dann bauen sie eine Mauer wieder in und dann ist fertig. Und dann ist wieder 2 Meter Loch der Tisch gewirrscht. Was am Anfang ein Ensemble am Reglement war. Es war einfach, sich war die für zu verhindern, wie die ganze Regelung da kommen, dass nicht die Männer eine Mauer so klar auf die Limit sitzen, dass sie soll da ein bisschen immer Terrain naturell halten. Und weil ich auch die Mauer muss halten und so, da war dann auch immer gestritten. Und du hast gesagt, ein Teil den Meter. Wir haben aber am Endeffekt gesehen, dass das keinen Sinn macht. Das ist egal wie, wenn die Mauer so bei nicht, also dass sie eine Mauer möchte den Platz 2 oder dass sie wirklich so bei nicht fährt mit den Mauern, dass sie einen Himmel proper kann aufsteigen. Was theoretisch noch nicht gerne wie laut unserem Reglement. Und insgesamt sind die 2 Mauern aber 1,5 Meter zu summen. Oder eine 1,5 Meter direkt wieder nehmen. Dass den einen Terra dann 3 Meter Mauer hat. Nee, das ist ja am Anfang à condition que la différence d'altitude entre les 2 terrains soit de maximum 1,50 Meter. Anders geht das ja am Anfang. Claude? Ja, wenn wir gerade schön am Diskutieren sind, weil ich auch nicht auf Küve Etage rumkommen. Ich meine, Küve Etage per Definition hast du kein Garagenabfahrt dran, da kann ich nicht beim Auto raufholen. Meistens sind noch kein Fenster dran, schon gut die abgehen. Also das Riss, dass du ein Auto steht, wenn du wohnst, den gesinnlichen Männer. Ich verstehe aber die ganze Problematik. Ich denke aber zum Beispiel an Haustechnik. Ich weiß, dass wir immer noch so inondable bauen. Und das Leute haut gerne mit Wärmepumpen hützen, und dann mit Wärmepumpen Nummer dann neben dem Haus stehen. Das geht natürlich bei verschiedenen Modellen mit Luftwasser oder Luft-Luft nicht ernst. Es gibt aber auch noch neue Technologien. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie auch für die Familienhäuser rentabel sind oder funktionieren. Aber das wird manchmal sich auch entwickeln, zum Beispiel mit einem Maiskeller. Ich hatte auch kein Problem gesehen, dass dann so etwas, eine Technik und ein Cuvée-Etage baut, an dieselbe Möglichkeit nicht wie andere Leute, die vielleicht sogar mir einfach hun an Männer müssen investieren wie die dann an enger so in Dable bauen an noch die Dokontrant nach hun. Ich kann mit dem Text hautens gehen. Ich so just das leicht aber de weh wo manste Widerstand dem holen so ganz kategorisch kann ich net gegen Cuvée-Etage sinn, dass dat war ich lo besser will erklären. Dat wäre dann noch merci. Ich denke, du hast schon unrecht, von neue Technik kommen soll mit Bauregeln Europassen. Ich meine, wir sind relativ flexibel. Wir stimmen das haut, das geht an das Ministerium, geht genehmigt. Ich meine, weil Eiskellern und so kommen, da muss man vielleicht denke, die Frage stellen. Am Moment, dass ich das Gefühl, dass in einer Masut oder Gasheizung oder irgendetwas an so einem Keller sitzt, dann wir sind doch bei Residenzen, da stehen Techniker alles am Keller, die Elektroschlüsse, das ist, was wegfährt, dass der Strom
die Heizung geht nicht mehr an die Leute von kennen, die das kurzfristig flicken können. Ich meine, ein riesiges Problem war die ganze elektrisch und alles, was an der Keller war, bei einer Überschwemmung, dass schon keine Elektriker mehr herbeikommen, für nach Schaltschaft neu zu machen. Und dafür haben wir gesagt, komm, wir lassen mal alles unter dem Wasserniveau mal raus. Und wie gesagt, von unempfindlichen Techniken, wie so ein Eiskrise, wie das funktioniert, was so etwas sein kann, sollte aktuell gehen. Ich habe noch nicht viele Leute gemacht. Wenn der denke könnt, kann ich immer noch ein Baureglement kurzfristig aufhören. Das ist ganz richtig. Aber da wollte ich auch noch so, wir haben noch heute schon Leute, die an den Kanal pumpen. Die sind noch an der ganz selben Problematik. Ja, da hat man doch, die hatten einen Pumpel gekauft, die mit Druck an den Kanal gepumpelt hat. Leider war du noch da, die Sicherungschef mehr Dave wie Pumpel an, du hast Pumpel ausgefallen oder du hast nicht die Keller hochgeforscht. Dann haben da ja Pumpel aménagiert. Also das ist schon immer Technik, alle Ingenieure erklären immer, dass alles perfekt funktioniert. Aber ich finde oft Gefühl, dass ich dann im Grad das gekriegt habe, was dann da nicht so funktioniert, wie sie gezählt haben. Also es sind immens viele Sachen und das ist schon vieles, wo ich nicht dran denke. Ich meine, wir hatten wirklich schon viele Probleme in letzter Zeit. Und auch wenn wir da zu Schutter verurteilt gesehen als Gemeinde, weil wir da die Leute die Genehmigung geben. Und ich meine, das hat uns auch geleiert, als Gemeinde für sich zu gehen mit unseren Reglementen. Weil da haben wir bezahlen, Schuld bezahlen, wo wir wirklich mit nichts zu tun hatten, wo wirklich Fuß am Bau war, von 4 bis 100 schlecht konzipiert. Und die Gemeinde hat dann auch einfach bezahlen. Ich meine, dafür sind wir ein bisschen mehr vorsichtig. Die Kinder rufen noch. Gut, das hat gesagt, ich muss darüber aufstimmen, Claude Marsan. Ich werde die Feiermann nehmen dann. Ja. Lilian Ries? Ja. Serge Stein? Ja. Nico Welsch? Ja. Gilles Altmann? Ja. Ali Altmaisch? Ja. Fik Back? Ja. Serge Eicher? Ja. Nora Forgiarini? Ja. De Joch und de Jean Kaufmann. Ja. Voilà, merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um einen Akt, den wir gemacht haben. Merci an Nibo auch noch für die Präsentation. Da geht es um einen Akt. Ich meine, wir hatten da eine Diskussion, hatten am Pratel, da war das ein Haus verkauft gehen. Und da hatten wir als Gemeinde damals ja Diskussion, sollen wir das ganze Möbel kaufen. Wir sind als Dunenski Gesundheit für da just. Dann de Veto zu kaufen mit den Leuten. Da hat man einen Kompromiss gemacht, wo man dann gesagt hat, wir geben dann den Terrain kaufen für 30.000 € dennoch. Da hat den Akt 4 Leihen, den also erschrieben ging, den 7. März. Das heißt, wir geben da dann, wie viel ist es, 84 Meter Carré kaufen für 109.200 €, wie man das damals aufgemacht hat. Dazu frohen. Ja. Also profitiere just von der Occasion, dafür zu freuen, ob wir schon Diskussionen gaufen, da mit dem jeweiligen Opa für die kleine Bude, die viele Federn also wie Fußgänger wird aménagieren. Ne, Diskussionen waren lo mit dem nach kein, wir werden dann aber mal mit Nackten. Ich meine, ich hatte einen Opa, dem uns Bescheid gesagt, dass wir gingen kaufen, das wussten. Und wir werden dann mit dem Gespräch abholen, für zu gucken, für die wieder noch zu machen, dass dann noch nicht so lange da liegen bleibt. Ging auch darüber aufstimmen, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Fik Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Forgiarini, Ja. de Joch, Jean Kaufmann. Ja. Voilà, merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um ein Contrat de mise à disposition. Ich meine, du hast ein Dossier gesehen, da das ganz kleinen Eck, den Leute an der Ursch, am Anfang, wo die Spielplatz ist, das ist ein Mini-Eck von 1350 auf 87, den ist nie an die Spielplatz integriert, weil den du zu schmal war, den hat man verlohnt und die Familien haben nicht, die haben das Haus verkauft. Damals hat der Chef den Terrain verlohnt für 1.000 Franken. Tjoe an den neue Proprietär, den hat so aménagiert, haben den Eck, den hat den aménagiert, wir waren der Meinung, wir sollten dem den nicht wegholen, wir noch das Konzept von der Spielplatz, ich meine, das ist kein Plus-Value, wenn wir das mal dranholen. So dass wir einfach dann proposieren, mit dem neuen Proprietär den Kontrakt dann auch zu verlängern. Ich meine, wenn wir einen Terrain brauchen, dann können wir das immer noch ablösen. Gut, da sind keine Frohen, da gibt man dann auch aufstimmen. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Fik Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Forgiarini, Ja. und de Jean Kaufmann. Ja.
Merci. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da gebe ich Tanja froh, ist kurz das fort. Froh mal, weil hat so Datei am Anfang weisen. Mein Kluro am Dossier, das ist auch okay, ganz komplexen Dossier. Ich meine, das ist auch gut von Datei ist für vielleicht ein paar Fragen zu beantworten, die eventuell dann einfach da Kinder abkommen. Voilà, Tanja, ich gebe dir dann die Wort, gebe dir dann kurz ein paar Demonstrationen zu erklären. Ich meine, das normalerweise so beim Morsalement, auch wir hatten ja gesagt, wenn wir so Morsalement haben, dass wir ja Projekte dabei hätten. Hier sind Volontäre, die wird gedeelt, für eine kann auch verdeelt zu gehen. Es wird ja nur darauf gebaut, laut der normalen Beschreibung, dass auch kein immens komplexen Terra leider bei einem relativ einfacher Platz. Dafür haben wir den Dossier hier so proposiert, für die so zu delen. Und dann haben dann die Proprietären oder die Neuproprietäre werden dann das Projekt drauf ausschauen. Also wir sind hier Neuhäuschen, das den 32 bis 34 Rue de Sanningen. Und am Anfang sind wir an der Hab-Eend, das ist ein Terrain, den die Flaras an der Mirk dient, dass wir eine Front von über 40 Meter haben. Das heißt, wenn in Dadlo an zwei deelt, kriegt ihr ohne Probleme mit diesem Baureglement entweder zwei Familienhäuser isolé oder zwei Jumelé. Wenn ihr hier guckt, Geometer sein Plan, also dann noch so, dass die Leute da müssen den fichten Deal doven Trotter erkennt und gemeinsam also wir effektiv Lodo wie der Job gesagt hat, kein Projekt gefragt, weil mir den Heim mit dem Bild, dass du der Gabarit-Theorie ohne Problem du an den Terrain für zwei Häuser hinkriegst. Wenn ihr guckt, wir haben eine Front von 20 Meter und den anderen als 16 der Tisch, du kriegst ohne Problem zwei Häuser hin. Also wie der wisst, wird ja dort Rue de Sanningen auch frisch gemacht und das geht nur am Kader vom Morsalement an von dem Projekt gucken wir auch, dass wir dann eben direkte Projekt aufpassen an den Parkplätzen, dass das direkt proper gemacht wird, dass die zwei Häuser dort den Achse kriegen. Also wenn ihr guckt, die Streifen für der Parzelle, das sind ungefähr in Ach, die und Gemeinde sediert gehen. Von alles. Ich weiß nicht, ob noch froh sind. Ja, merci Tanja. Ich meine, du hast am Dinge gesehen, dass auch die Proprietärin erschrieben hat, den Preis schon am Kader von der Rue de Sanningen. Und die sind noch am Gespräch mit Tanja für zu gucken, wann die Morsalement gemacht ist und dann neue Proprietären da sind, gucken sie dann noch, wie hier Projekte, wo sie eine Garage wollen setzen, weil das ist auch wichtig für das direkt festzulegen, für das wird das Melo Parkstreifen oder Beam auf einem Platz sitzen, wo sie an einem Jahr kommen für die Wäsche zu. Natürlich, wir werden Martine das aufklären und sie muss ja sowieso dann noch die Freien überholen für den Trottoir am Kader von dem Morsalement. Und die Session geht auch gemacht am Kader vom Morsalement und dann werden wir dann aber so machen, dass das aber proper passt, auch mit dem, was sie wollen, da aménagieren, dass man da eine proper Infrastruktur hinkriegt. Voilà, sind da Frohen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gibt es noch Durchwurfstimmen. Claude Marsan. Ja. Liliane Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Jem Kaufmann. Ja. Voilà, merci. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um die Konvention für die Kostenverteilung am Kader von der Mesure de Protection von unseren Quellen und Wasserschutzgebieten. Da hat man ja schon Punkt du Mode du Jour. Und du hast Fabian Bös, das ist eine hat das schon Animatrice de l'eau, klingt immer flott, Animatrice de l'eau. Beim SIAS hat das letzte in Extenso erklärt, was da geschieht, was die ganzen Programme sind, die wir da wollen durchziehen. Da hat man ja auch gesagt, dass wir die Konvention des Mot du Jour hätten, die war da just rankommen, wir hätten sie aber noch nicht als Chefrat am Detail geguckt. Voilà, ich meine, ich gehe Fabian Futter, kann halt mal, ja. Ich wollte profitieren, bis Fabian installiert das. Wir haben eine Saison über die SIAS, den Mendes sein nächstes Komitee hat.
wo wir einen neuen Präsident gewählt haben. Es war ein E-Kandidat da, den ist dann noch ugeholt gehen, das ist den Jean Schilz von den Ranven, kennt der Menge nicht. Und dann sind 7 Leute am Büro, da waren, bleiben wir da 6 Plätze, da waren 4 Kandidaturen, das sind die Leute, die schon am Büro waren. Enke der Fernand Schilz von Konter, enke der Jean-Paul Röder von Sandweiler, nach Menge wenig geht. Und dann hat nach den Marc Ries von Betzdorf sich gemeldet gehabt, die 4 Leute sind noch ugeholt für am Büro. Und wir gehen nur davon aus, dass wir dann für die nächste Komitee weiter Kandidaturen haben für die 2 vakanten Plätze nach zu besetzen. Da war auf jeden Fall Interrelo nur der Komiteesitzung. Aber bon, das ist eine ganz andere Ambiance, wie das da aber 22 Leute rund um dich sitzen, natürlich eine ganz andere Envergure. Ich denke, dass wir in Zukunft doch ganz flott Diskussionen werden kriegen. Voilà. Die anderen 2 Punkte haben dann alles gesagt, dass die Bilder an Konten approviert kaufen und dann hast nach einem Postgeschäft gehen für teilweise administrativ und einfach auch Relation Publics Arbeit zu machen, Taschen, die lo schon assumiert gehen von einer Person, an, wo da wichtig wird, dass man dann in Zukunft auch gegen 4 rufen. Voilà, merci. Ja, merci Claude. Ich bin froh, dass wir den Schritt am SIAS gemacht haben, dass wir mehr Member gekriegt haben. Ich muss auch sagen, der SIAS legt auch ein exzellenter Arbeit auf beiden Niveau. Wir schaffen noch immens gut mit ihnen zusammen. Ich meine, den Defi für die Gemeinde, also 22 Member, der Tisch 22 Leute müssen in Zukunft den Tisch passen, für sie Komiteesreunion haben. Wir sind am ganz gucken, für dann noch bisschen den Tisch mehr groß zu machen, dass das dann in Zukunft auch klappt, dann dass sie also auch seine Sitz bei uns in der Gemeinde dann einfach Wert behalten für die Zukunft. Voilà, Fabian, das gesagt, gebe ich dir einfach mal das Wort, für dann nach kurz ein die zum Reisen, was die Kostenverteilung angeht. Ja, moin alle Guten, also das, ich kann gerade auf die nächste Slide übergehen, also die CETAF-Konvention, also in Deutschland ein großes Kader von der Animatrice von der ganzen Trinkwasserschutzzone, die eben auch beim SIAS eben mit angesiedelt ist. Und damals hatte ich eine Reunion organisiert, eben am Juni 21, wo Verdelungsschlüssel vorgestellt ging, aus dem Büro Best, meine 20, hatten die den schon ausgeschafft und für den ein bisschen vorzustellen. Und da waren eben die 6 Trinkwasserversicherer, die da betroffen waren, zusammen. Und du war eben dabei rausgekommen in der Reunion, dass das eben an einer Konvention halt soll festgehalten gehen, dass dann durch all Schafferrot, der Gemengerot geht, der Verdelungsschlüssel, wie das soll abgedeelt gehen. Die Sache nicht abgestellt, die ist akkordiert gehen, bei der erste Version an den 10. Februar hatte ich alles fortgeschickt und die 6 Trinkwasserversorger schon nach 5 Trickroute, den weiß ich, dass es kein Problem ist, wenn das eine Gemeinde ein bisschen mehr groß ist. Dauert das ein bisschen mehr lang, bis das du dann eine Retour hast. Mir weiß aber schon die mündlichen alles so okay ist. Bei Sitzungen also, dass die erste hoffen ist, dass die kann am Mai stattfinden, wo die 6. Sommer können kommen. Ich hatte lange viel gesehen an der Konvention, dass nicht 2 Mal am Jahr ist, wo die Leute sich alle gut zusammen werden gesehen. Natürlich muss ich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr auf sich gesehen, bis das so noch mal in Tour können, dann für eine Mesure gesagt, dann wieder Bedarf und sich aus, für sich dort zusammenzusetzen. Also das ist sich der Verdelungsschlüssel, den an der Konvention festgehalten ist, den hat sich für die Mesuren, die sich den Mesurenkatalog koordinieren, für den und sich zu finanzieren, so nicht mal. Eine Mesure kostet nicht mal 100%, davon gehen normalerweise dann immer 75% vom Wasserfonds kofinanziert und geht und sich rein um die 25%, die durch bleiben, für die uns sich abzudelen. Weil am Gebiet vom CETAF schon noch eine Karte an den Rund, was für Gebiete sich handelt, sind eben 6 Trinkwasserversorger betroffen. Und die 6 müssen sich auch da ähnlich was für Mesuren eben an dem Kader eben dann umgesetzt gehen. Und die Mesuren dann gehen eben mit einem DV gefroht und dann schlüsseln ich eben den DV ab, für das ich jetzt am Kasuan was hier mit dem Dute Verschlüsse halt da muss bezahlen und da muss ich Besitz wenn da mal der Aufverstanden sehen, ob die Mesure da mit der Summe eben da, dann im Moment umgesetzt wird. Das ist den Debüt und sich von der ganzen Konvention, das ist den
Verdelungsschüsse mit den Prozenten, wo die Gemeinde Schütter massive 0,66% betroffen ist, weil sie ein bisschen Chemie kleine Quelle hat, so nicht mal, wie Gemeinde Kontern hat wirklich so die Quelle, so nicht mal die natürlich, das auf den Debi geraschen und das auf Flash geraschen, die betroffen ist vom Anzugsgebiet hier. Also, nicht, der Toten aus dem sich Anzugsgebiete gemischt, das Schutz von Salva, mir alle Quellen hat nach hier ein Anzugsgebiet und das sich auf das Anzugsgebiet gräst, auch geraschen anheben, ob das was Quell halt eben bringt von der Schüttung hier. Das Maßnahmenprogramm selber aus 2019 finalisiert vom Büro d'études Best und dann auch 2020 von der Gestion de l'eau genehmigt gehen. Ich würde just ein paar Sachen rausgezogen, natürlich das angedeelt, auch kurzfristig, mittelfristig, auch langfristig Mesuren, Sachen, die eben ziemlich schnell müssen oder sehr sollen umgesagt gehen, andere, wo ihr wissen, wie lange Zeit hat. Dabei muss ich aber auch sagen, dass nicht lauter Mesuren sind, die freiwillig sind. Natürlich alles, was laut Gesetz muss gemäht, die Schilder setzen, Mazutanken konform setzen am Gebiet. Das ist alles am Reglement selber definiert und das hat neigen sich an den Mesurenkatalog, sie sind gedrängt die freiwilligen Mesuren, die zusätzlich Terrain sollen umgesagt werden, für Qualität eben zu erhalten. Du sind in der Sensibilisierungsgeschichte von Zielgruppe, von der Öffentlichkeit, dass eben noch eine Betriebsabnahme von der ganzen Industrie, noch auch von den landwirtschaftlichen Betrieben, dass die Monitorung vom Grundwasser für zu gucken, wie oft holen wir Proben, holen wir sie mir oft, wie das, was man muss laut Gesetz für die Sachen aufzuklären. Dann als auch nach landwirtschaftliche Kooperation aufstellen, mit der das mittlerweile auf regionaler Ebene durchgehen, nicht mehr rein Schädhoff-Ebene, mit das geht eben mit all den anderen Gebieten zusammen. Und was auch noch ziemlich kurzfristig gedurcht war, für umzusetzen, das war ein Bodenprobenkonzept. Wo viele Details zu gehen, ein bisschen schon schwierig, mit diese Sachen, die eben an den nächsten 5 Jahren sollen dann eben umgesetzt gehen. Das war den Schnelldurchlauf, so nicht mal. Für das Lumi einfach mit der Frohe wahrscheinlich. Von der Fabian, große Merci und ich meine, Gast war den internationalen Wassertag. Und ich bin wirklich froh, dass man die Haag-Konvention auch nachher dich schon. Ich meine, wenn er das Dossier durchgeguckt hat gesehen, dass die Schötter Gemeinde wirklich gedriven wird an dem Ganzen. Wir sitzen in einer Reunion und haben gesagt, hey, komm, geht es durch. Nicht mehr gebradelt, wir müssen heim, wir müssen da, wir müssen fair kommen. Dann hätte ich gemerkt, Bauern, und ich muss so eine ganz große Merci für sie sind total motiviert. Doch noch immer gesagt, ja, Müller-Theorie, was kommt wenig geschieht bei so einem Terrain. Und dafür war auch der Moment, wo die Gemeinde Schötter gesagt hat, komm, ihr mal einen Animateur gestalten, sie, sehen wir das ganze Programm durch und kommen ab, wir fahren mit Best durch. Wir stellen den Maßnahmenkatalog ab. Ich meine, das ist schon ein wertvoll Führer, habe ich die du gelesen, die Fabian von wie du gefahren hast. Wir gucken noch in Gemengen für die Kasten. Wir waren sehen, dass man Kastenkinder verdelen. Mit Diskussionen war, wie du gesagt hast, die einen, die haben relativ viel dB, die anderen haben nicht viel dB, respektive sind dabei, die viel dB, aber die haben nicht viel Anzugsgebiet. Und ich muss sagen, da ist aber eine Solidarität von der Schiff und da gesehen hat, weil die Schlüssel da zu Stern kommen, als merkt ihr, dass Giderin da aber d'accord war, für das man da eine gewisse Solidarität soll spielen lassen für die Kästen. Was ich noch muss sagen, das sind nicht enorme Kästen, die hier verdelt gehen. Spezifisch Kästen, wie zum Beispiel die Kappmaschine, die da zu Kontern gekauft gehen, als du vorhin die Konterner Bauern, die hat die Konterner Gemenge, die hat die 25% überholt, die Kästen gehen noch nicht auf einer Gemenge verdelt. Also das schon, ich bin wirklich froh, dass wir endlich da durch sind. Ich kann mich erinnern, ich habe der Gemeinde angefangen und das war 83, da sind die ersten Pläne von Quellenschutzzonen waren die dich. Natürlich wollten die Gemeinden alle über Industriezonen gebaut, die Bebauungspläne ausgebaut und das hat keinem an den Krumm gepasst. Damals die Zone, für das die wirklich so nicht gesagt, die hat eine ganze strikte Regelungen, die haut da sind. Und Gott sei Dank sind wir so weit. Und ich meine, jeder merkt, wie dramatisch das, wie dem Wasser steht. Ich meine, wir sind an der glücklichen Lage, dass wir nach Quellen haben, die auch relativ gut nachsehen. Wir haben auch große Probleme, was Wasser angeht. Ich meine, wenn in die letzte Fernsehen geguckt hat, gesagt noch, dass da Etüden
Kanada gemerkt, wo ich gesagt dass Deutschland immens viel Wasser verleiert, so Karte, wo Deutschland rot ist, mit drin noch Lützeburg und schon sind noch rot. Und das sind Länder, die, also, wird geguckt, wie viel Wasser an den Ländern verloren geht, das wird mit Satelliten gemost, das ist eine Technik von Anziehungskraft. Und da ist Lützeburg auch teilweise rot. Und ich meine, wir müssen uns wirklich seriös Gedanken machen, was Wasser angeht, dann noch Wasserspuren. An heiers fi fan Flotzesche noch vu Solidarität töcht all den Gemengen, die betraff sie fir Orlo haie we ze fannnen fir die Kächten ze verdeelen. An wieso da wo vu ménger seit also ganz große Merci und all die Leute, die awer wirklich immer Matto und eng Strang gezunnen, siewet Bauere, siewet Landwirtschaftsbüroder, siewet all Kleidersverwaltungen fir dann endlich soweit ze sie wo mal sinn an schmengen noch dass Fabian Haut sitzt da so net selbstverständlich, ich mein, dat vorgelange we an doch ganz gut, dass man das fertigbrüten das hat beim SIAS schmengen. Du sind immer gute Weh für als Wasser dann an Reiz können. Ich meine, dass auch viel Wasser, da wird nicht genutzt kann gehen. Ich meine, eine nopische Gemeinde, die eine immense Ressource Wasser, die sind bestimmt froh, wenn sie die Jahre können nutzen, wenn die an der Reise sind. Voilà, wir haben nicht genug gesprochen, sind nach Frohenheit. So. Nico. Ja, es freut mich auch, dass die Regionalkooperation organisiert, dass funktioniert. Ich kann mich erinnern, schon bei 14 Jahren hatten wir schon als Schütter Gemeinde eine Initiative geholfen, für all die konzernierten Gemeinden rund um den durchzukriegen und zu sagen, da kann man envisagieren, all die Maßnahmen, die da müssen getroffen gehen, an die Umsetzung von den Reglementen, die damals nach einer Ausschaffung waren, kann man dazu summen. Und heute sehen wir auch, dass das funktioniert hat. Das ist natürlich lange Weg, wenn ihr guckt, von dem Datum, wo direkt mal Grand Ducal über die Ausweisung von den Zonen mal fixiert war, an wo wir heute sind. Mich interessiert ein bisschen die Vor- und ich kann mir vorstellen, dass das Leute dabei noch interessiert, wie sind Perspektiven, dass die Volontärmaßnahmen, von denen ihr geschwärzt habt, dass die konkret gehen, weil die hat ja Englisch gewiesen von Maßnahmen, die auch durchziehen, wie schnell können die umgesetzt gehen. Und dann habe ich eine zweite, technisch froh. Ich habe geguckt, ob der Seite 5 von eine ganz flotte Dokumentation noch kriegt. Doch merci dafür, weil wenn ihr das liest, da seht ihr noch wie komplex die Problematik da war. Auf welche Elemente muss nach betrachtet zu gehen. Das ist ein Tableau mit gelben, geringen und roten Farben. Und da sind die Einzelquellen, das auf der Seite, wenn ich mich nicht irre, auf der Seite 5 ja, von dem Dokument von 10 Seiten an unserem Dossier. Da sind also die verschiedenen Quellen von den Gemeinden, die gefasst sind, die funktionieren. Und da sind Geringplagen, das schenkt zu heischen, dass das Wasser da gut ist. Und dann haben wir Gelplagen, wo wir Grenzwerte hochkommen. Und dann haben wir auch Rotplagen, wo wir dann da drüber leihen. Den Tableau ist schwer zu lesen. Einerseits geht es um Nitratverschmutzung am Wasser und andererseits geht es um die Metasacchlor-ESA-Verschmutzung. Ich kann uns doch vielleicht sagen, wie den Tableau zu verstehen ist, weil ich meine, die Leute sind interessiert, doch wie gut ist uns das Wasser? Weil ich gesehen immer, wenn Jackhäfen gehen, Leute, die Tonnen an Tonnen Plastikflaschen mit Mineralwasser kaufen oder sich auch eben liefern lassen, weil sie das Wasser vom Kunden wollen trinken, weil sie sich froh über die Qualität von dem Wasser stellen. Dafür sollen wir vielleicht den Ofen zu kleinen Message geben, wie gut ist das Wasser, aber was heißt den Tableau? Weil du gesagt hast, viele Pfeiler, die in den Ofen gehen, das heißt den Trend, der geht echt nach an der Richtung, wenn ich das richtig interpretiere, von der Verschlechterung gehen. Und ja, dann ist es froh, mit all den Maßnahmen, mit all den Summen, die wir hier ausgehen, wo landen wir da? Wo landen wir da, was länger Zeit? Mikro. Also bei den Analysen, also das von Büro Best gemacht, den eben bislang immer die Analyse noch analysiert hat. Also die Analyse ging auf dem Rehwasser gemacht. Das ist wirklich das, was direkt aus der Quelle herauskommt. Das ist nicht das sauberste Wasser, was nur eben noch an den Reso kommt, was als Trinkwasser Grund raus sollen. Also das ist schon die Ich-Sache. Ja, gehen leider viel Pfeiler an Blut oder dann hat sich ziemlich viel. Es sind natürlich alles Parameter, es sind 2 Parameter, die aus der Landwirtschaft stammen, und es sind 2 Parameter, die im Mensch langwierig sind, was den Aufbau angeht, respektive das war den Mischurven und Plateau für eben den Nitrat oder für den Pestizid zu verringern. Das dauert natürlich immens lang, einfach vom Wasser hier, weil das immens lang braucht, bis das es innen bei der Quellraum rauskommt.
dauert es natürlich immens lang, bis das du hast. Weil du mit Tosakoch Esam, das ist ein Rapsherbizid, den 2014 eben auch verboten ist, die war eben dem Vierdrun aus nun sich nie konzerniert gehen, wenn das nie gemusst gehen, weil er nun sich nicht relevant war, weil den Aufbauprodukt war. Du war den nun sich nie Schirm und sich für geguckt, kontrolliert zu gehen. Aber wenn du das muss landesweit gemerkt hat, 2014 wird natürlich Gott sei Dank die Umweltministerium sehr reagiert und hat eben laut Gesetz gesagt, dass dem Herbizid eben nicht mehr darf benutzt gehen an den Trinkwasserschutzzonen. Natürlich gesagt, in dem Moment, dass wenn in die aktuellen Werte guckt, dass unser nicht weiter hochgehen, natürlich, dass unser die Menschen stornieren, obwohl unser nicht mehr also die Pestizide nicht mehr drauf können. Du hast da gesagt ja schon, dass das Wasser unser ziemlich anders. Und der letzte war ja sonst den Wasser, wo wir heute davon schwätzen, den aus am Schnitt die 20 Jahre alt. Also Mischwasser, selbstverständlich. Du die Wasser eben, was ganz sicher durch den Untergrund lebt, was doch innerhalb von 5 Jahren schon bei der Quelle rauskommen, und das ist wahrscheinlich schon noch Wasser dran, was dann durch 4 Jahre sind. Das Mischung, die mischt. Der Tisch, du musst ihn damit rechnen, dass von den Wasser, wenn bei den Mesuren, die mal bleiben, die laut Gesetz vorgeschrieben sind, dauert es über 20 Jahre mindestens, bis sie wirklich gesagt, dass etwas bougiert. Und dadurch sind eben die freiwilligen Mesuren zusätzlich dabei kommen, für uns noch mehr zu machen, für das ihr vielleicht noch echter kann, das Wasser eben benutzen. Ich meine, also das immer, dass auch Technik, die mischt, sind Sachen, die für uns 10 Jahre von der Analytik nicht so viel geschrott waren wie heute ist das, wo natürlich vieles erkannt wird oder gemusst wird, weil die muss eben noch nicht gemusst gehen. Dafür wissen sie halt auch nie, und das ist also doch immens wichtig, die freiwilligen Mesuren umzusetzen, für dass sie schon präventiv Wasser schützt, weil man nicht wissen, was man 20 Jahre vielleicht müssen, was im Moment noch nicht analytisch über Kogen muss gehen. Dafür, also die Menschen, ob es landwirtschaftliche Mesuren sind oder ob es andere Mesuren sind, was einen Tank betrifft oder was oder so irgendwie Sachen, die man im Moment vielleicht noch nicht als potenzielle Gefährdung sehen, dass du am Vierfeld schon geguckt wird, dass es überhaupt nie zu einem Accident oder so können. Und dadurch sind die Mesuren, die da abgelöscht sind, immens wichtig. Und dadurch ist es wie am Umweltbereich alles, das ist alles dynamisch. Das ist alle 5 Jahre in die Katalogen, die Mesurekataloge landesweit, also immer ab dem Datum, wo sie gestimmt ist, wie bei der Wasserverwaltung, sind sie alle 5 Jahre erneuert. Wird geguckt, ob die Mesuren noch greifen, ob sie es bringen, ob sie vielleicht nicht streng muss gemäht gehen. Und natürlich automatisch, also doch ganz wichtig, dass in dem Monitoring aufpasst, vielleicht noch mehr muss, ja, mehr Parameter muss, mehr oft muss, wir eben einfach können die 2 Sachen viel mehr im Zusammenspiel zu sehen. Ja, ich will dazu so etwas. Ich meine, muss ich noch passen, die Tabellen die mir weisen, dass sie nicht mit dem Trinkwasser bei mir zu liefern. Das muss ich ganz präzise sagen. Und das hast du ja auch gesagt, dass da sind Quellen, wie sie entwickeln. Ich meine, der PC 40602, das ist die Quelle von Schütter. Und du hast klar, den Dingen das stabil Werte von den Nitraten, die pendeln sich an den letzten Jahren, die gehen sogar leicht besser, haben wir festgestellt. Und die Metachlor natürlich, die sind immer noch dran, die geht auch nicht an die Blut, den das aufgekommen, das wird eine immens lange Dauer für sich aufzubauen. Der Punkt ist aber am Endeffekt, dass man an unserem Trinkwasser, da mischen wir ja massig, also erstens mal die Alquelle, die praktisch kein Nitrat nicht, weil sie nicht im Busch raus können. Und dann auch keine Pestiziden dran sind, weil ja auch keine Landwirtschaft da betrieben ist. Ich meine, auf einem Plateau wird auch immens gut abgepasst, da können man dran. Also beim Pestizid, beim Nitrat merkt man, dass es vielleicht besser geht. Mit dieser Chlor weiß ich noch nicht so genau, wie die Entwicklung du hast. Also als Trinkwasser ist aber gewiss so an der Reihe. Und es wird auch ganz streng kontrolliert, regelmäßig. Den ich so durch melodial Quellen und den Dingen holen und den Reso holen, muss genau Dinge gemacht gehen, Probe gemacht gehen, nicht dass du nach irgendwelche Verschmutzungen oder so dran sind. Also
hilft schon, dass abgepasst wird. Da muss ich noch so. Ich meine, noch im Plateau der Ofen, Bauern, die war ja noch nicht gemacht die ganze Zeit. Ich meine, du empfiehlst das noch gut am Anfang für die Quellen schon ausgewiesen sind. Du von Bauern, die kommen sie für Raps und zu den Zwischenfrischen, also die mehr bezahlt und zu stricheln. Es gibt schon einen immensen Erfolg gemacht. Dann muss ich wirklich, wie gesagt, da sind Tableau, wie die Entwicklung wirklich vom Wasser aus von den Proben. Nico, willst du noch sagen? Ja, merci für die wertvollen Informationen. Ich weiß, das ist ein komplex Materie und die hat das wunderbar expliziert. Ich hätte aber schon ein Detailfrage nach, wenn ich den Tableau da gucke, da geht schon von den maximaler Mittelwerten geschwärzt. Sind das dort Werte, die mir gemessen oder wenn ihr seht, maximal sind das Grenzwerte, die irgendwo an einer europäischen oder an einer nationalen Reglementation festgelegt sind. Und dann die zweite Observation, ich meine, wenn so viel Nitrate dran sind und so viel Metachlor dran sind bei der Quelle, ne, wo das Wasser aus der Quelle rauskommt, da fanden wir da doch gewisse Mengen her am Trinkwasser, weil das ja auch nicht, dass wir mischen, ich bin mit d'accord, wir mischen mit Seebasswasser, was das nicht tut, glücklicherweise. Wir müssen also dadurch, weil die Qualität von unseren Quellen so ist, wie sie ist, müssen wir so viel Seebasswasser beimischen, für dann auf dem Niveau den genorm das zu erreichen. Ja. Wenn uns Quellen besser wären, da bräuchte man vielleicht mal Seebasswasser, dann hätten wir vielleicht mal Kuhen, aber dass uns Quellen nicht genug geben debitieren, das ist dann eine andere Diskussion. Ja. Meine Frage einkehr, die Minimum und die Maximum, sind das geregelt Werte oder sind das Mooswerte? Also das heute, das sind Mooswerte. Das ist eigentlich der Min und du machst das sind Mooswerte, also Nitrat aus der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter, das ist dann der Grenzwert vom Nitrat. Und der Metachlor ESA, du hast den Grenzwert liegt bei 100 Nanogramm pro Liter für einen Einzelwert und an der Summe von der ganzen Analyse, der für nicht mehr wie 500 Nanogramm pro Liter Gesamtpestiziden dran sind, dann ist der Grenzwert eben auch überschritten. Also das heute sind von x Messungen, die über Jahre gemäht gehen, als das einfach das Minimum und das Maximum für eine Varianz gesehen, wie das eben noch kann variieren. Ja. Gut, Cem, du wolltest noch sagen. Ich wollte darauf hinweisen, dass die spezielle Maschine, die es zugeteilt hat, die das Kontergemeng gekauft hat, das mich für viele Jahre, die in meinem Haus ausprobiert haben, für die Kräuter wegzunehmen, ohne dass muss Pestizide spritzen. Und Kontergemeng also ein gekauft für ein paar Jahre. Das war ein Thema bei uns an der Agrikommission, dass wir darüber geschwärzt haben. Und hat sich herausgestellt, dass als einzige Menge Bauer auch eine Maschine hat, wenn ich mir einen Klang mit der Tisch, die funktioniert schon an der Gemenge selber, aber wenn sie so eine Nähe wollen austauschen, dann ist das kein Problem. Gut, merci, Cem. Voilà, wenn du keine weiter Fragen sind, dann gebe ich auch darüber aufstimmen. Claude Marsan, ja. Lilian Ries, Ja. Serge Thein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Dali Altmarsch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Joch und Cem Kauf. Ja. Top, merci auch Fabian für die Explikationen und die Präsentation. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es dann das Engagement von Studenten an der großen Vakanz. Das ist so, ich meine, letztes Jahr hat man gut keine Studenten mehr angestellt. Wir haben natürlich sind die Demanden immer groß für Studenten, wir haben aber dezidiert als Chef, dass man Service gingen frohen und dass auch so viele Studenten immer geholt gehen, die auch können enkadriert gehen. Weil es kann nicht sein, dass wir massiv Studenten aufstellen und dann sitzen wir die an irgendeinem Neck, für das sie dann beschäftigt sind. Ich meine, die sollen hier kommen und die sollen noch wissen, was schaffen, als was sie hier fortgehen und nicht zählen, ob der Gemeinde, die drin alle ruhig klatzt, was relax, weil das ist das, was dabei rauskommt, wenn in der einfach massiv aufstellt, da keine Arbeit viel so hat. Und dafür haben wir dann dezidiert, dass wir dann einen holen für an der Centre de Recyclage zu gehen. Der erste hält der 2, die wird ganz vakant. Als Conciergerie, die holen der 3 bis den halben August. Dann sind bei ihnen noch ein paar Leute am Congé, dann holen sie dann nach 2. Am Anfang von der Vakanz geht immer geraumt, da Geburtstag und Klassen, dafür holen sie das mehr. Dann hier an die Verwaltung holen wir einen, das geht durch, dass wir permanent den haben. An den Athlettechnik, die für 6 Mann holen. An op dem Mut der Haf ginn der och 2, dat ist schon eng Tradition seit der Joren hun mir immer Junker vun Hai, die dann op den Mut der Haft hëlle vergin. Dat
zwei just die letzte Woche wieder da just den. Das heißt, am Ganzen gibt man 57 Studenten abstellen, das auch first come, first served. Das heißt, alle gut die also ich die Dinge ragin, ja Demande ragin, die gehen nach prioritär geholt. Voilà, das für dazu sind da noch Frohen, das scheint nicht der Fall zu sein, da gibt man noch eine Wurfstimme, Claude Marx, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Jo. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Forgiarini, Ja. Joch an der Jamkraft. Ja, Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Meine ich, proposieren wir jetzt mal provisorisch einen Posten von einer Person zu schaffen, einem Chômeur ab über 50 für also im Kader von der Mesure pour la création d'emploi d'insertion für dann bei uns auszuhelfen an der Verwaltung. Wir haben eine Person, die DWA gestanden, mit der wir immens zufrieden sind, die auch über 50 ist, die danach bis die Pension kriegt, dann bei der Gemeinschaft, dann die Freie gehen noch vom Arbeitsamt die Verhol für die Personen. Wir haben, ich meine, die von der Deliberation gelesen hat, wir haben am Moment an der Verwaltung ihn den 75% schafft, den dann auch 25% gefragt hat für seine Kanzer zu erzählen. Dann haben wir noch 2 Stück, die 80% schaffen, weil sie kann diese wollen begleiten bis die 16 Jahre haben. Und dann haben wir nach Orang Dam, die Congé sans Traitement gefragt hat, mal 4 Jahre, die wirklich auch gesundheitlich kleine Probleme hat, die will dann aber Jahre Congé sans Solde machen. Und voilà, ich meine, wir gehen immer mehr Probleme auf der Gemeinde. Wir hatten noch wirklich viel Leute durch Covid nicht da. Das Problem ist auch, dass der immens viel kann. Ich meine, die wissen alle gut, wenn er zu 2 arbeiten geht, dann kann er sie krank, dann muss er daheim bleiben, respektive wenn er von der Familie positiv vorher sind, die Leute dann nochmal daheim bleiben, über Teletravail geschafft haben. Wir merken, dass wir so nicht weiterfahren können, weil ich meine, dort für Druck gesehen, als Chantier, als mit enorm viel Arbeit an. Wir haben wirklich Schwierigkeiten, dann aber hineinzukriegen. Dafür wir sind am Gang, den Organigramm zu verschaffen. Wir werden noch zusätzlich Posten schaffen an der nächsten Zeit. Wir wollen aber das Aroma, die wird den Knie brechen. Wir proposieren mal den EMIS-Posten zu schaffen, den zu besetzen. Wie gesagt, das ist nämlich eine provisorische Lösung. Wir können nicht auf Leute, die über 50 sitzen, für definitiv weiterzuführen. Wir müssen neue darstellen, die wir formieren. Wenn jeder möchte, eine immense Arbeit als Leute, die schaffen, irgendwo kommen aber bei Limiten an. Ich meine, die merken doch, die Forderungen gehen immer mehr an die ganzen Problematiken, die kommen. Wie gesagt, mit der ganzen Ukraine-Problematik, wo auch Gemengen gefordert sind. Wir sind an allen Ecken gefordert. Wir brauchen einfach die Leute. Wir hatten eine lange Diskussion beim Budget, wir fangen die auch nicht am Haien. Wir dürfen nicht immer proposieren, den EMIS-Posten zu schaffen. Ich meine, wo wir auch einer Person dann eine Chance geben, für dann nach ein paar Jahren zu schaffen, an dem, was sie gelehrt hat, dass sie meistens Leute, die Plätze hatten, aber die dann unglücklicherweise entlos gesehen, weil rationalisiert gehen. Also so. Wie gesagt, wir haben eine ganz gute Erfahrung da gemacht und wir dürfen nicht proposieren, dann als Übergang mal heute die Plätze. Voilà, Serge? Wir können ganz gut mit der Propos hier, wenn ich wollte just frohen, wann da schon an dem Organigramm schafft, als für uns wäre denke interessant, wirklich eine Rolle zu kreieren von den Posten, die heute existieren, auch von den Posten, die besetzt sind, und zu welcher Etage zu besetzt sind, weil ich muss ehrlich sagen, mir ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Posten am Moment doch bei den Nachbarn frei sind, aber besetzt sind. Ich meine, mit meinem Chef Datelier hat mir gleich im Gemeinderat geschwärzt, was man genau gut ausgeschrieben. Für uns auch ein bisschen eine pertinente Analyse zu machen, gehe ich mir froh, wann dann den neuen Organigramm könnt oder da ist ein Tableau wirklich macht, wie viele Posten haut ob sind und eventuell nicht besetzt sind oder schluss mit 80% oder 50% besetzt sind, da den das ein bisschen mehr pertinent kann analysieren und schrift. Ja, alle, ich meine, wir hatten aber gesagt, wir hatten den Organigramm, steht nicht
Ja, ein Organigramm steht auf ihrem Site und da müssen Posten auch überall drauf sind. Ich meine, da sind die Posten pour voir auch drauf. Sie vielleicht habe ich die Posten, die nicht 100% drauf sind. Genau, mit die hat ein Organigramm auf ihrem normalerweise am Site von der Kanzlei. Ich meine, gleich vorher gesagt, der schickt das kein Organigramm und dann nicht mal gesagt und die Schrift mir hat gesagt, so normalerweise die steht auch schon lange auf ihrem Site und da steht da dran. Guck dir schon, wie gesagt, wir müssen intern mal als Chef und mit unserem Personal wollte man eigentlich gucken und dann können wir statt gehen weitergehen. Ich meine, das Personal wird dargestellt, das am Interesse von jedem, den hier im Tisch sitzt, wiederholen ich immer rum. Und wir schicken ihr das Follow Posten auf vielen alle, dann schicken wir das noch. Aber prinzipiell müsst den Organigramm, aber den da hat, aber so weit an der Reihe sind, und das müsste auch die letzte Version sein. Ich meine, wir haben die letzte reveriert. Gut, wir gucken da ein Kehr an, wie gesagt, wir werden auch noch selber ein Kehr gucken, und wann es da fehlt, schicken wir. Gut, das ist nach Frauen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Gib mal über die Posten aufstimmen. Claude Marsan. Jo. Lilian Ries. Jo. Serge Stein. Jo. Nico Welsch. Jo. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch. Und Jamkov. Ja. So, da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es dann de Vie supplémentaire. Und zwar geht es de Vie supplémentaire am Kader vom Urbanistenkonkurs für das Aménagement vom Zentrum. Ich möchte den gesagt, wir sind da auf der Zielgeraden. Wir haben die letzte Version gekriegt von den Projekten. Das ist eine Sache, die dauert schon immens lang und auch dadurch kommen die Zusatzkosten. Im Juli 2019 hat man hier in der Wie von 335.000 € gestimmt, für den ganzen Urbanistenkonkurs zu machen. Das war basis auf einer Offer von Dresden Sommer, die sie als damals gemacht haben. Du wusstest aber noch kein von Covid und wie komplex die ganze Sache dann aber ging. Und wir haben Demos hat mir 120.000 € für gesehen, für Honorären, für Dresden Sommer. Die haben aber ein de Bilan gemacht, dass die haben praktisch das Doppelt, was schon von Zeit an alles draufgestach haben, wie sie ursprünglich gerechnet hatten. Ich meine, das ist mal, also du gehst, dass man massig Projekte kriegt. Ich meine, 19 Kandidaten immer kriegt, das heißt, sie holen das schon nicht erbringen, das geht von einem Präjury zusammen mit denen analysiert, sie präsentieren das alles proper, das ist aber wirklich ein immensen Aufwand. Dann sollte ja dann ein Workshop gemacht werden. Ich meine, war nie geduld gehen, dass man die ganzen Befragungen über Questionäre machen, die Questionäre ausschaffen, die Questionäre auswerten. Auch da waren glücklicherweise viele Retouren gekommen, mit denen sie am Anfang nicht gerechnet hatten, sodass da am Anfang ein ganz kurzes Supplement von Arbeit, ob sie durchkommen. Und wir haben mit ihnen, sie haben gesagt, praktisch werden sie nicht doppelt, wir sind mit ihnen eins gehen, dass wir da 92.000 € gibt der Lomé-Kasten zu den 129, die vorgesehen waren. Dann, wenn Nebenkosten nur geht, auch da, wir haben am Anfang praktisch nicht viel vorgesehen, das war 6.450 €, aber da kommen dann die ganzen Katalogmann, also den Frohbaumann, die online, wo die Leute das konnten online aufrufen. Ich meine, wir haben die Auswertung gemacht, wir haben die ganzen Verdrohungen gemacht, gleich die Leute vom Jury müssen teilweise beischalten aus Covid-Gründen, auch die ganze Technik. Ich meine, der Pol ist einerseits von uns aus dabei, wir gehen ganz gut Materialien mal lohnen. Das ist auch relativ aufwendig, sodass da 50.000 € dabei kommen. Und dann hatten wir am Anfang für die Honoräre für die Wettbewerbsteilnehmer am Anfang 150.000 € für gesehen. Da hat man ja, da hat man zusätzlich den Evenement gemacht mit den Plänen, wo am Anfang Leute alle Leute konnten kommen, wo die 3 Büros und ihr Projekt vorgestellt haben, die zurückbehalten gesehen, wo die Leute auch konnten kommen, wo sie konnten vorstellen. Ich meine, das war auch ganz flott organisiert. Es waren noch Leute da. Da haben wir dann aber die Büros, weil das war auch Aufwand, das abzubreden. Da haben sie noch 2.500 €, hat alle Member gekriegt, also die von den 3 Büros gekriegt. Ein anderer Punkt war auch noch, dass am Lauf von dem ganzen Prozess, ich meine, einerseits sind 3 Stücke rausgewählt worden, und da war ja eine gewisse Kommunikation auch mit den Büros. Ich meine, Büros sind bei der Jury gekommen, die Jury hat ihnen Sachen auf den Weg gehen, der Gemeinderat hat auch wie gehen, die Leute haben auch wie geschrieben, die Vereine, und das ist alles von den Büros mit angeflossen.
Das aber so, dass die Jury auch nach Hai an do Vue gefrot hat, weil da war nicht immer alles evident war, sodass du aber mehr Opfern bemol war für proper Dossien zu kriegen. Und ich meine, mit Leschke am Jury war ein bisschen Diskussion aufgekommen. Und du hast gesagt, ja, am Anfang wäre wir können so nicht, dass du hast es fertig, wir können auch so gut, dass ein Vierarbeit gelegt die auch ja noch wichtig ist am Kader von dem Projekt, sodass gesagt wird, was können wir hin mehr gehen, du wirst propos dann 0 auf 15.000 Euro Kind, den du pro ein Büro gehen, du war mal sehen, ja dann all Büro 7.500 Euro zusätzlich zu gehen, diese Dalokräe für eben die ganze Arbeit, die wo müssen machen, noch die Planchen, die so müssen liefern, wühlen und so müssen machen. Da war relativ großen Opfern da raus. Und ich meine, wenn ich guckt, was sonst dann noch von der steckten Sinn von einem Projekt möchte, da kommen noch Summen bei ihnen, die einfach schon konsequent sind. Und wir sind der Meinung, dass das einfach in dem Sinn zu vertreten wird, sodass wir da gegen ein Zusatzbudget von 202.000 Euro ich proposieren zu stimmen. Das ist am ganzen gibt die ganze Konkurs mit allem drum an drin ist ja nur 537.000 Euro kosten. Was meine ich, ja, kann ich sagen, das ist viel Geld. Mit kann ich aber nicht so, wir wollen Bierger mal abbauen, wir wollen Bierger. Ich meine, so wie die Leute haben angebunden gesehen, mehr als nicht zu machen. Ich meine, jeder kann sich mal abbringen, kann ich natürlich so, und die Leute, die dann nicht interessiert hat, du hast jeder frei, die einem den Durchvertrauen, dass wir das gut machen, die sieht mehr die mal. Ich meine, jeder, den aber wollt, die kann sich einmal abbringen, das ist auch auch ich meine, der Minister vom Aménagement du Territoire, den hat er auch schon beglückwünscht für die Biergerbedeckung, die wir machen. Und das kostet eben Geld. Wer den Woche muss am Anfang festhalten, hat den Woche schon eine ganz grobe Vorarbeit gelegt. Wenn ich los den do halen wir zurück, dann kann ich aber heute ja schon praktisch ein Avant-Projet sommaire heute aber da schon, sodass das Geld aber nicht kann so hat das Geld also mal fort, dann fängt man bei null an, das ist auch nicht der Fall. Und ich bin noch überzeugt, dass man das nächste flotte Projekt raus wird rausschälen, dass die Jury heißt, du etwas präsentiert, was flotte Projekt ist. Voilà, ich meine, das gesagt, so, wenn dazu froh sind oder Stellung nehmen, dann. Ja, Serge. Vielleicht die erste Frage, ist das Dolo reingeschützt für diesen Sommer oder ist das also den nächsten Punkt dann die 200.000, die da dabei kommen, oder ist das doch für Schrader Associaten packt? Weil ich meine, die haben wir ein Devis von Schrader Associaten, die 10.000 Euro war, Mensch. Ist das alles dumm oder abgegriffen, alle zusätzliche Dinge oder kriegen wir noch zusätzliches Budget noch von den Büros? Also da ist alles, was sie als Login und das Budget den Lohn auffällt, das müsste das was von hinten. Ich will nicht, dass die anderen nicht, sie haben ja die ganze Mehrarbeit gemacht. Ich meine, sie haben die ganze Evaluationen gemacht. Das ist für sie, mir packt an Schrader, die nicht mehr gefreut. Ich meine, Schrader, das war sowieso viel gesehen, die hat ja geholfen, wie der Bordeaux ausgeschafft, also die Lastenheft ausgeschafft ist, und die kontrollieren immer am Kader vom normalen Jury-Projekt. Und die haben ja nicht weiter Zusatz, so habe ich da packt. Das ist Schrader, also Schrader, Dresden Sommer, die 92.000. Und dann vielleicht froh, die hat du eine Dokumentation dabei in der Plattform gesagt, wo verschiedene mehr Explikationen wäre, wie das du am Dossier highlight. Du steckst da noch dran, dass verschiedene Büros schon bezahlt gesehen, an anderen Büro oder E-Büro noch nicht bezahlt gewesen, respektive dass verschiedene Jurismember bezahlt gewesen. Könnt ihr das vielleicht erklären, wie das ist? Verschiedene Büros, also ich muss von du, was denn da? Ich meine, wir haben die Büros, die geben bezahlt, ich meine, die müssen Rechnungen rausschicken. Ja, das ist mal klar. Und dann Jurismembern, da geht just die Leute, die dann bezahlt, das dann die Zielplan. Steht da schon, ich muss so den Schnitt lassen, was den Detail. Ja, also das ist ein Sommer, ja, die vom OAI, den das klar, die geht bezahlt und dann den Dingen auch, den Büro Zielplan, die gehen noch bezahlt, also sonst Menschen, also auch kein, die bezahlt geht. Metaform, ja, gut, die, also wie gesagt, Büros, die drei, die Matmen, die müssen als eng Dinge schicken, die müssen sich eine Rechnung schicken. Die wissen überall Bescheid. Just, also bis auf die
2500 also die 2500 für Makka, dann die 7500 zusätzlich die Krise Bescheid gesagt, wann der Leute gestimmt, dass dann muss die Rechnung können sie die Rechnung auch noch schicken. Aber wie gesagt, dann ist nur den da muss man ja Vertreter holen an als Urbanistenbüro, die haben mir auch gesagt, die müssen nur nehmen, die bezahlen wir auch als Jurismus. Aber wie gesagt, die anderen Jurismus, da ist aber kein, den dafür bezahlt. Ja, also hat mich ein bisschen überrascht, weil am Anfang das auch nie so gesagt gewesen, dass verschiedene Member vom Jury bezahlt gehen, dass sie dann aber ein bisschen, ja, wenn sie vom Auftraggeber bezahlt gehen, dann beeinflusst sie vielleicht ein bisschen hier Dinge. Bei Moaib kann ich das vielleicht ein bisschen nur verzeihen, der andere hat mich ein bisschen überrascht. Gut, ich dann habe ich gesehen, dass die E-Büro dann bezahlt gehen, dann höre ich, dass die Rechnung gestartet ist, sondern dass der dann da... Nicht die 3 Büro, die kriegen alle Geld, ich meine das nicht, dass man da nicht bezahlt. Okay. Ja, dann eben zum Punkt selber, ja, 290.000 Euro per Person, 21.000 Euro initial. Du hast verschiedene Argumente abgezählt. Ich meine, ein Argument war, dass du 19 Projekte mitgemacht hast. Ich meine, damals haben wir gefragt, wie viele Projekte sie geschrieben werden. Ich meine, wir waren von 15 jetzt. Ich meine, das war hier ein Risiko, wenn sie die Charge ausschreibt, europaweit. Das war ja auch heute diskutiert. Die haben so viel gesehen, dass sie dann gerne 121.000 Euro dafür hätten. Ich meine, dann ist es schwer zu sagen, nur sind mehr, wie man gemeint haben, dann muss es mehr bezahlt gehen. Ich meine, das ja. Also schwer. Dann hat auch die zusätzliche Bürgerbefragung, dass in die 90.000 Euro Supplement dabei, wie du siehst, der Töbelt justifiert. Also auch da ist mich ein bisschen schwer. Weil ich meine, wir hatten mal gesagt, dass wir auch bei der zweiten Befragung nicht so zufrieden waren, weil das alles so Zeit nur innerhalb von einer Woche die Flyer rausgeschickt gehen. Also dafür waren noch ganz wenig Leute da. Ich fand, das war ein bisschen unglücklich organisiert, wo rund ob das bei Dresden Sommerloch oder ich glaube der Gemeinde, dass das alles ein bisschen kurzfristig war. Bon. Enfin, da kann ich mir ein bisschen nachverstehen. Wir wollten die Bürgerbefragung heute wirklich nach einer guten starken Medaille wie geplant. Wir werden nicht mitstimmen, wir haben aber ein bisschen ein trauriges Abend bei der Sache, dass das wirklich so da ging, also dass wir wirklich erkennen können, dass es so viel Mist ist. Gut, ein trauriges Abend. Haben wir natürlich auch, bei allem, wenn man muss bezahlen, was nicht direkt viel gesehen war, muss ich aber fair sein. Ich meine, da tut sich aber ein Jahr mehr lang gezogen, wie es viel gesehen war. Da muss ich noch, so sitzen Leute drauf, und das immer abzuschaffen. Und die ganze Questionnaire, die ganze Befragung, das war ja nicht in dem Sinn so geduld. Ich meine, das war heute aber sehr immens kompliziert, dann den Questionnaire abstellen. Ich muss zwar sagen, all die Leute, die dort geschafft haben, die haben immens Gas gegeben. Und jeder, den manchmal auch am Jury ist, den merkt aber, dass das alles proper abgeschafft ist, dass man da super Dossier für Druck kriegen. Das aber, du merkst ja, also ich meine, sie meinen, einfach ein guter Arbeit, auch für sie ist vielleicht, war doch vielleicht etwas ganz nice, die Online-Befragung zu machen. Aber wie gesagt, hat vielleicht noch ein Kind ein bisschen, hat noch ein Kind diskutiert, sie sind noch aufgegangen am Preis, den sie ursprünglich hatten. Ich muss sagen, sie machen eine ganz gute Arbeit. Für sie ist es auch etwas Neues. Ja, es wäre mir einfach gewesen, wenn es ein bisschen mehr sehr gegangen wäre. Wie ich gesagt habe, Geld ist nicht verloren. Wir haben da schon eine Plus-Value davon. Und, ich meine, in der Gemeinde haben wir schon viel Geld an den Sand gesetzt, wo wir noch gar nicht hatten, wo das Projekt ganz vom Tisch fortfahren. Das war noch schon an eben, Schramp guckt mich ganz böse. Unglücklicherweise, dass das eben der Tour um lang gedauert hat, weil das mich beim Büro einfach auch, da wird Leute drauf sitzen. Voilà, genug, das gesagt, gibt man darüber aufstimmen, Claude. Ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein, ja. Nico Welsch, ja. Gilles Altmann, ja. Ali Altmaisch, ja. Vic Back, ja. Serge Eicher, ja. Nora Foggerini, ja. Joch an der Jamkauf. Ja. So, und dann mein nächsten Interview, da gibt es um Serge Wort gehen, ein Interview für Material Roulant. Serge. Ja, er geht es von Gefährer für die Gemeinde. Am Budget waren häufig schon global 260.000 Euro vorgesehen. Und die wie estimativ, den am Dossier lag, an den zur Aufstimmung auch vorliegt, belief sich auf insgesamt 141.000 Euro. Vorgesehen wären ein Kabinett für den Wasserservice, die komplett equipiert ist mit Werkbank, Arbeitsgeschirr, Kompressor für pneumatische Maschinen und
nach auch ein Wesselrichter für auch elektrische Maschinen können unzuschließen, 230 Volt Maschine. Der erste Punkt für das Gefähr, also 66.500 € geschah. Des Weiteren ist noch geplant für 2 elektrische Kabinetten für das Service Conciergerie. Am Laufe von diesem Jahr zu kaufen, die mit estimierten Kostenpunkt von, also die eng ist, mit einem estimierten Kostenpunkt von 30.000 €, die wir für den Ford Transit Connect setzen, den ist von 2010. Und den hat den Kilometerstand von 119.000 an der Putzer Quatsch da. Die zweite elektrisch, die auf 41.000 estimiert ist, wir für den Minibus, und zwar den Ford Transit Kostüm von 2017, mit einem Kilometerstand von 33.000 Kilometer zu setzen. Das allerdings den Minibus, den im Campus noch benutzt wird, das gibt aber wohl nicht aufgeschafft. Ich meine, das ist nur für zu gucken, für das dann am Laufe des Jahres ein Kehr zu setzen und den Minibus dann für andere Zwecke zu benutzen. Ich meine, dass auch den 2 elektrische Gefähre, 100% elektrische Gefähre, an den Kabinett für den Wasserservice, das soll dann ein Diesel gehen. Gut, dabei ist noch eine Beschriftung, die auch am Devis steht. Und voilà, das hier dann an sich von den Erklärungen für das Equipment, wo ich dann das Mikro freigehen, von nach froh wäre. Ja, also was den Kabinett für den Wasserservice überlangt, da kann ich mir erinnern, wie wir angefangen haben, damit hatten ein Kabinettkaiser, den Arbeiter, den daran geschafft hat, für sich selber Stallagen dran zu machen, nicht für sich selber zu equipieren, und das ist halt mit zeitgemäß gewesen. Dann durch dem muss als eine Entwicklung da entstanden, dass wir können korrekt gut zu schaffen, eine Proppe zu schaffen, von mir dann ein ganz gut Sache, dass das dann etwas könnt, was wirksmäßig an der Reihe also noch dementsprechend auch dann kann gebraucht gehen. Wo ich will nachfragen, Conciergerie durch den halt 2 Autos, wo ich kann mir immer erinnern, dass sie einen nicht hatten. Natürlich der Wagen hat auch noch einen, aber wo hast du den zweiten? Ja, wir schwätzen oder wir für ein paar Wochen geschwätzt gehabt, dass wir die Service Conciergerie umstrukturieren und dass dort die Equipen alle gut zusammengeführt sind. Das heißt, Conciergen haben Sit war an sich schon eine Person, die Concierge von Hause gemacht hat. Und das wird zusammengeführt, das hat man dem schon erklärt. Und dafür gehen die Gefähre dann natürlich auch auf den Campus. Geht dann noch der Concierge auch mal auf den Campus? Das ist gesagt, okay. Das ist eine Sache vom Service, wie wir das ja gesagt haben. Ja, mit denen da kein Transit, also kein Transit, findet dann den Transit. Ja, das sind der Markt sein, den Ford Transit Connect von 2010. Mit Kilometer von 119.000 dann pro Quatsch da. Ja. Das heißt, die geht da zusammengeschlagen und dann gehen die 2 Autos und die haben ja gesagt, gehen und dann den noch der Carlo da holt, was geschieht da mit dem? Ja, das wie ich gesagt habe, muss ich gucken, man hat ja dem Jugendhaus Propos gemacht für den Kabinett eventuell können zu überholen. Du hast ja einen anderen Weg, schlussendlich geholt gehen. Und ich denke, dass die Minibus, das ist ja an sich ein Minibus, wenn er enthält, das ist ja im Prinzip nicht ein Kabinett, die du in dem Campus hast. Sie haben so ein bisschen eben Zirzer rausgeholt gehen, für sie eben du in dem Campus können zu benutzen. Und so kriegt vielleicht der Minibus dann seinen ursprünglichen Zweck zurück und das sind dann eben an der Gemeinde kann benutzt gehen, weiter benutzt gehen. Ja, das ist für die Carlo dann hört, die für das Jugendhaus dafür gesehen war. Das Jugendhaus hat da gemengt zu Recht für Hybrid, zu kaufen, weil doch ganz gut man zu Hybrid gegangen ist. Das ist auch ganz gut, das heißt, da sind die 2 Kabinetten, die heute da sagt und die da nicht da sagt.
Als dann was noch nicht, was wir machen, erst noch die Bilder halt dabei sind, das einfach nicht für zu weisen. Denn, ja, das ist ein Pferd, Chefrot, die fragt ja paar Dinge da hin, für das dann zu kaufen, dann ist das ja die Entscheidung. Also, das war halt, wenn Jan Klober, der vorhin nicht nur gefragt, mit den Zollkabinetten, weil das hat keinen Sinn gemacht. Von schon de Wagner ja auch sonst do aus von einem Kabinett, da kommt der Nacht zwei dabei und gibt einem länger gesagt, lo wollte ich nachfrohen, die Carlo hast du am Personal auch drüber geschwärzt gehen. Ich meine, du als ein Chef angestellt gehen vom Service Conciergerie und selbstverständlich sind das Diskussionen, die mit der Person gefordert gesehen. Und was du hast, ich konnte nach den Informationen respektive daran erinnert gehen, dass man sich das Gefühl, was der Ludelo benutzt, das geht an sich an den Servicetechnik. Das heißt, es geht noch nicht direkt, dass ein liquidiert geht. Dann wollte ich ganz kurz nachfragen, wir hatten noch für 2 Jahre, hat die Majorität einen dicken Feier Diesel gestimmt für die Viererbichter, dass sie noch 2 Jahre aus denen noch geliefert geht. Nee. Sie machen darauf aufmerksam gemacht. Für den Vierer habe ich das. Nee, den hast du nie gestimmt. Du hast gesagt, wir geben nur eine Alternative sicher. Bingo. Für Alternativ. Wir haben Alternativ. Ich meine, wir werden ja neue Viererabsteck kriegen. Wir haben den letzten Punkt auch dann. Und dann gucken wir dann mit dem neuen Mann an. Gut. Wie gesagt, wir haben immer gewartet, ob das so etwas am elektrischen Kim, das war ja die für die Summe kaufen am elektrischen, mit das finden die nicht am elektrischen, Feier elektrisch, das als an für erwägen so einen Schlitt, den Haut Luxusier, all für sie so etwas zu kaufen. Ich meine, das ist auch nicht für den Gemengeservice. Ja, hier wird ein Proof machen. So viel zum Wasserservice. Okay, es waren sonst kein Froh mehr sind. Die gibt mal über den Punkt aufstimmen. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch an Jamkraft. Ja. Voilà, und da kommen wir noch zu einem Devis für Material für den Hohltechnik auch nach. Du gibst dann ein Serge. Ja, hier sind dann noch wie für drin am Budget also Montor gedrohen von 82.000 €, den das reserviert ja für den Kauf von Outillage und Equipment für den Hohltechnik. Der wie estimativ, der beläuft sich auf 67.000 €. Am DW sind abgelöschten professionellen Schwestisch mit Accessoires, eine Wederstation für die Wand erdenkt mit Temperatursonden, die an den Stroß integriert können gehen. Ein Regalwand auch allgemein für den Wasserservice an der Herr Bertrand, wo eben Material vom Wasserservice gestockiert kann gehen und eben noch aufgespart gehen. Das wird auch alles aufgetrennt. Und dann eben generell für die Gärtnerei und allgemein für die Regie nach weiter Arbeitsgeschirr, Akkuschrauber, Bohrmaschinen und so weiter und so fort. Voilà, von Dolo nach ein froh wie oder Kommentar. Ja, froh wäre, für das erklärt zu kriegen mit der Wederstation, für was das nötig ist. Also, wir setzen ja relativ nur beim Finden, wie das in der Vergangenheit funktioniert hat, weil das ist ja aber relativ große Posten, schon nämlich nachgesehen, 35.000 €. Für was das absolut notwendig ist, für ob du allgemein so eine Wederstation hört, wie hier bisher. Also bis los net allgemeng die so Wederstationen hunn méi dat an sech ugedurt fir eben Temperaturen genau können ze meessen, wéi eis Stossen op het glad gëtt oder glad ass op glad kagin oder net. Dufir fir dann am moment fir den Stredengst die vorhin raus,
van die Informationen vun Chaussee kreieren, da fuhren sie raus. Aber so an diesem Fall, wann die Sonden, die gehen exakt fährt raus, spezifisch für Eisengemengen Territoire, für Eisengemengen Straßen. Und von da aus hier ist das eben eine Installation, die schon Sinn machen, für eben, dass den zum Industrie denkst, man herausfährt, am mehr effikaz herausfährt. Und für allem, dass von es rausfuhren, dass nicht unbedingt die ganz durchdrehen, von zum Beispiel just spezifisch Neueisen, wo ein bisschen mehr Freiheit und wo vielleicht echt da die Straße können freieren. Von dem Dingen aus hier an, wenn ich mich so gut kann erinnern, war gesagt, dass die Stadt Lützeburg, die benutzen das System da an sich schon, dass ja von Eiselei, dass das geguckt ging und sie waren die Installation gucken an. Ich denke, dass wenn die Gemengen oder wenn wir es bis benutzen, da sind noch vielleicht andere Gemengen daran interessiert, für auch vielleicht etwas so zu installieren, wo dann eben Gemengen noch hier Informationen können austauschen, für dann noch zu sehen, wie dort Straßen sind, auch vielleicht für Strädenkster vielleicht ein bisschen mehr effikaz zu summen, zeitgleich rauszuschicken. Ich meine, der Müssel könnte beim Thermwirderstation, ja, also System, den Temperatur am Niveau von der Straße als vom Straßenbelag. Das ist ja so. Ne? Ja. Genau. Am Anfang diskutieren wir ja Männer Strehen. Wir haben ja dezidiert die 3 Straßen, wo wir jahrelange Schildtanken hatten. Also strehen wir nicht, dass wir wirklich mal nicht durchdrehen. Wir haben auch als Verkehrskommission den Auftrag, mal zu gucken, was für Straßen können eventuell nicht strehen. Und an dem Kader ist das heute, wie das Herr sieht. Am Moment trifft Point Chaussee und dann die Permanenz die müssen fahren. Und ich meine, wir können nicht eine Gemeinde Abstadt Dinge gegen Verantwortung geben, für zu dezidieren, hey, muss gestreht gehen, und nicht die Welt hin. Und die streht die ganze Butte. Aber wir in Zukunft so, hey, vor dem Neujahr zu strehen, wie du just gesagt hast, vor dem Neujahr sind, also einfach immer Michael, wir merken, da durfte die Kiste werden, so wie dann nach Zeit, den so gezogen. Und ich meine, wir gut, das ist der nächste Schritt an, dass wir das Herrschgut der Stadt Lützeburg, die haben also gute Erfahrungen damit gemacht, und dafür wollten wir das mal probieren. Aber ich meine, am Klimapakt schon, dass wir da vielleicht auch da, das positiv zu gut geschrieben kriegen. Also ich fand das eine gute Sache, weil wenn du nicht mehr auf Wieder gehst, hast du, also zwar muss nach Kerl, da kann er da rund sein, wir haben eine halbe Stunde drauf und dann hast du die Temperatur vom Straßenbelag, den wirklich aktuell ist, und ich habe schon geduldet, also sind sie für mein Haus durchgefahren, weil wir dann noch die Pont haben. Und das ist, dann möchte ich nach so, dann heute kostet ja aber aktuell Werte vom Straßenbelag, und du stehst da wirklich, wo du nicht hast, und zu dem Moment, wo du nicht hast, und das fand ich aber wirklich eine gute Sache. Die Wichtigkeit spielt auch eine ganz große Rolle. Und wir gehen heute Plätze, wo dann durchzug hast. Heute muss auf der Kirche Platz, das ist nicht ganz klar. Aber dann in der Kirche, so ein Spiegel, du fährst die Wäsche, und das sind so Plätze, stimmt. Du hast schon Details geschwärzt gehen. Ich weiß gar nicht, für die Maschine, den Apparat funktioniert. Wo wird den installiert? Und hat den nur einzelne Straßen und der Gemeinde, die den uns Wert liefert, dass du glatt oder gefroren, also der wärst da. Ja, ich meine, dass wir für Druck gesagt gehen, das sind dann individuelle Messpunkte von den Straßen, und das sind dann Informationen, die konkret können aufgerufen werden. Gehen dann an alle Straßen, also in Dingen installiert oder an die Mail, dann ja, ich freue mich davon noch. Ob die bekannten Plätze installiert. Wir fangen mal an, weil die sind noch nicht gratis. Man muss ja mal aufhängen, wir hatten die war, wie das Herrsch gesagt hat, mal Neueise, wo immer als ich tun sieht, dass ich mal da hängen möchte, und dann ein Platz ist, und dann muss ich da lösen, wie es rundtastet. Man muss auf die Plätze, sie haben Erfahrungen als Leute. Du hast ja auch die Bierschle Grund, da sind die Plätze, wo ziemlich auch unzieht. Ja, da können die gezielt, wird dann installiert, und dann sind Werte für dann dementsprechend zu reagieren. Voilà. Ich kann den Fahrradstau, der responsabel den Dingen wird, kann er im Handy gucken, an den Permanenz hört, und dann kann den Leute rausschicken. Voilà, falls es kein Freund dazu sind, gibt man da noch aufstimmen, Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Fick Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch an Jemkraft. Ja. Ja.
ich wollte dich an dem Dingen einfach so, mir hat ja einen Platz ausgeschrieben für einen zweiten Mann an unserem Wasserservice. Da hat man auch Mechanicien industriell. Da hatten viele Leute sich gemeldet. Wir hatten 4 Kandidaten rausgesicht. Wir haben einen Test geschickt bei Emil Metz. Da war ein, der war aber bei weitem der Beste, den hat den Test tiptop bestellt. Also der war wirklich der Beste am Test. Und das gewissen Luc Mertens von Wecker, die Junge aus 2002 geboren, ein relativ junger Kerl, den haben wir auf die Posten angestellt. Die werden den nächsten April aufhängen, wenn der dann eine neue sieht, dann das den. Die hat auch gesehen, ich meine, als Gärtner, die hatten die auch als Gärtner, als Stehmetzerin, ich habe noch die Leute kennengelernt, die, ich meine, was geht in dich schon gesehen von dir? Nee, auch nicht. Pur hatten sie, ja. Voilà. Gut, da kommen wir auf den nächsten Punkt, da geht es um Verkehrsreglement, da gebe ich ihm noch weiter. Zu Mengen Verkehrsreglementer, die erst von die Abverstanden sind, zusammen aufstimmen gehen. Und dann dann fängt man 2-mal an. Also ein Kehr geht den CR 171, Strüd Luxemburg zu Straße, wo Talschen von der Straße zwischen dem Haus 23 und dem Schild, das dann von der Ortschaft Richtung Sandfeller Neuhaus signalisiert, vom 7. März bis 8. April des Tür zwischen 9 und 16 Uhr gesperrt ist, und der Verkehr wird mit roten Lute geregelt. Das ist die Bauarbeiten von der Infrastruktur vom PHP gemacht. Jean-Paul hat das ja schon im Entrecourier gesagt. Das zweite Reglement das betrifft dann Rue Gabriel Lippmann, wo der Forage für die Verliehen vom Glykolkanal lebt. Und dafür ist die Straße zwischen den Gebäuden 19 und 21 vom 28. März bis 29. Juli 2022 komplett für den Verkehr gesperrt. Das betrifft dann noch den öffentlichen Transport, der während der Zeit nicht durch die Sonderaktivität fahren wird. So, wenn wir froh sind, oder so, wenn wir verstanden sind, ging ich später. Ja, ne? Ja, sehr schön. Ja, also ein bisschen wie vielleicht im Monat gesagt gehen, als für das Hand zu visualisieren. Ich meine, kommen ganz viele Fragen zu dem Kollektor, also was dann da aufgeholt geht, also was dann da gebaut wird. Ich meine, wissen, wenn ein Plan hat von dem Trasse, wo der Kollektor genau lebt, und wo in der Straße lebt, oder wo in ihrer Land lebt, oder wo so nur kommen. Wäre interessant, oder für das im Internet sieht man für die Leute zu weisen, was das wirklich aussieht, wie das durchstellt, aber wo wirklich der Verlauf von dem Trasse ist, das wäre interessant für die Leute zu wissen, auch für euch auch. Ja, ich meine, du hast recht, wir müssen an Zukunft Foto, und das ist genau das, was ich eigentlich gesagt habe, wo ich auch geschwätzt habe, und die Leute, die schwätzt von irgendeinen Flower, nehmen die vielleicht die pure Bauern wissen nicht mehr viel Leute, und wir sollen bilderweise, wir werden in Zukunft müssen daran denken, dass diese Sachen noch effektiv Foto machen geht, und die Leute besser weiss, wo das ich werde damit übrigens extra machen, mit den alle nicht abkriegen. Das ist gut. Okay, voilà, das für das. Da gibt man das Verkehrsreglement draufstimmen. Claude Marser. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Vic Mack. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Fogerini. Ja. Joran Jam Kaufmann. Ja. Voilà, das für das. Da kommen wir und froh von den Konseilliers. Schriftlich schon mal kein Kredit, von der mündlichen, Sie Jam. Ja, ich habe hier eine Flyer am Haus gekriegt vom Grenzschnittzentrum Senningerberg. Das ist ein ganz gut Sache. Juselo, wo der ich an der Gerde nie gehen, das Leid dem Dinge Radlass gehen. Ich vermisse etwas drauf. Es steht nicht drauf, wie die Ouvertürszeiten sind. Die sind selbst, die sind immer wahr. Ja, nee, wie weiß das dann nur? Ja, alle Menschen. Alle Menschen zu seinem Kalender stehen, die stehen überall. Ja, es wäre nicht schlecht gewesen. gewesen. Gut, hätte sie können draufschreiben, ja. Ja, hätte sie können draufschreiben, weil nämlich die Ouvertürszeiten sind nicht wie am Recycling Center. Sie sind auch nicht. Und dort schon immer mit mir gesprochen, hat mich gefragt, sind sie nämlich wie am Recycling Center nehmen. Sie sind auch nicht, dann dürfen wir, kommt leider wenig der nehmen. Das heißt, wenn das hat kein Druck da sind, an noch ein Telefon zu machen. Mit das nicht schlimm, das funktioniert, aber das ist ja nicht schlimm, mit hat kein Druck gestanden. Mit der Nasteo bis immer falsch gefahren waren. Dann hast du bis immer die falsche Zeit gefahren von der Gemeinde, die wir am Recycling Center. Weil viele Leute am Dorf, die wussten gar nicht, dass die Leute bestehen. Nur durch die Leute, die Leute nicht daran erinnert gehen. Ja, wirklich wussten das. Bon, eine andere Sache, ich so wirklich merci, Jean-Paul. Jean-Paul, ich so wirklich merci, dass es mit Gelegenheit gibt, einen Not zu freuen. Heim am Bus heißt mit dem Glasen Dach,
den nach immer nicht gefleckt ist. Ich möchte das mit reden. Jetzt geht, wenn du gefleckt wirst, zu frohen. Und das Zweite, ich will dazu erwähnen, so. Ich meine, wir sind nicht die letzten Klonen an Triller. Nein. Du weißt ganz genau, von Haut in der beim Bus heißt du Futti aus. Bestell mal einfach ein Stück Glas daheim für irgendwo. Dann siehst du mal, du hörst den Tag drauf, der so etwas bringt. Ich meine, den Tag drauf, wo es mir gesagt ist, wenn ich mache, muss ich Bescheid gesagt, den hat sich direkt darum gekümmert, das bestellt. Das lebt. Ich meine, nicht jetzt so, wir hätten da noch immer nicht gemerkt. Also, es hat schon seine Fairlaufzeit an einem Moment, als noch ein bisschen. Und dann das Zweite, weil ich gleich auch gefragt habe, ich frage übrigens dann noch nicht mehr, mit den Dokumenten, was man versprochen hat, mit dem habe ich denen losgelassen, man versprochen, wir kriegen das zugestellt, wir das noch nicht kriegen. Also ich frohe Haut, wird leider, ich frohe das nicht mehr noch. Wenn das nicht wieder rausgehen, dann kann ich nicht dafür, dann muss es eben bleiben. Wir hatten versprochen, wir geben kriegen, da werden wir noch immer drauf. Nee, mir hätte gesagt, wir geben ein gucken, was wir können. Weil wir haben ein Kloster. Nee, das ist gut, wir gucken an ein Kanal. Eine andere Sache wollte ich genau fragen, mit den Infrastrukturen beim Fußball zu Minzburg. Also genau wie Jahre her, da hat der Fußball einen Brief und der Chefrat geschrieben, der 17. März, an der OP gewesen, dass das schon 3 Jahre schon, ich finde dann den Brief selber gehen, hat der Fußball in Antwort gekriegt, den 30. April, ja, wir gucken noch, nächste Woche steht ein Dossier Ordre vom Chefrat, die Woche drauf. Dann war am September, soweit ich mich noch kann erinnern, eine Reunion am Chefrat. Du hast dann eine Konvention aufgestellt, die dann noch der Fußball geschickt hat. Und der Fußball hat die dann noch zurückgeschickt mit Remarken drauf. Und Zentner hier, als nichts mehr geschieht, da wollte ich nachfragen, wo den Dossier tun, also wenn ich das nicht noch durch so kennt. Ja, hier ist ganz viel geschieht. Denn wir haben effektiv die Konvention vom Fußball gekriegt, die aus Angang, da war ein paar kleinere Marken, das ist nicht Dramatisches. Wir werden den Fußball der Jolo zurückschicken, für die zu schreiben. Wir hatten das Woche nach über die Konvention jetzt, den Dossier von der BWet. Ich meine, den als ein ja ganz überschafft gehen. Ich meine, noch da sind Preise andere wie für drunten, wenn das ganz ein überschafft. Wir hatten noch, wir haben immer gesagt, wir probieren Hand den Terrain zu kaufen. Und, wir haben noch mit den Leuten Kompromisse geschrieben. Das dauert aber ein bisschen, weil du musst drinnen erschreiben. Das sind relativ viele Leute, die Kompromiss mussten erschreiben. Wir waren da auch auf der Retour von dem Kompromiss. An der nächsten Sitzung wird sobald die Konvention beim Fußball unterschrieben ist, wird dann auch nächste Projekt auf den Tisch kommen. Wie gesagt, die ganzen Projekte aus der Überschafft gehen, die Preise sind nur gepasst, die sind noch ein bisschen an die Glut gegangen. Wir hatten noch ein paar Kleinigkeiten, Auftrennungen und so, die noch sollten da geklärt werden. Wie gesagt, die Konvention beim Fußball, also weit an der Reihe. Ich meine, dass der Hobby wird soweit fertig. Wir werden die Lohnecke hin und zurückschicken, dann wird man dann unterschreiben, dass wir davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr die Projekte haben. Also sie sind nicht vergessen, und wir sind da einfach am Ball. Ja, Serge. Ja, ich wollte fragen, ob der Hauptstraße, da war ein provisorischen Zebrastreifen aménagiert gehen, wie die Chantier vis-à-vis von der Garage am Gang waren. Den ersten noch einmal da und am Trottoir stehen noch immer ein paar hunderten Zebrastreifen da. Das Chantier ist aber schon eine Zeit schon fertig. Wir wollte ich fragen, ob ein Zebrastreifen kein falsch gemacht im Herbst ein paar Hunderten am Trottoir könnte wegkommen. Und dann in dem Kontext wollte ich auch ein bisschen den Appell machen, dass doch anscheinend fehlt, dass das Remois frei hält. Man kann da geht auch am Mai zu Fuß oder man will anschauen. Aber prinzipiell kein bisschen mehr durch immer aufpassen oder der Passion ein bisschen mehr kind aufpassen, weil dort und dort parken, für das kann dafür können profitieren, für eine frische Luft können an Schule zu kommen. Ja, den Park, also den Fußgang wie du den immer gedacht, wenn es von der Ofen raufkommt, was das soll können von zu der Rover gehst, von längs opriert zu River wechseln, furiert zu Plängen zu River wechseln. Und dann do weitergehen. Also ist aber so, dass den Zebrastreif soll bestehen bleiben, dass wenn du von innen rauf kannst, dass du kannst, von Rieds auf Längs Riverwechsel, weil bei Tausfall billig, wo da aufgegrabt gehst. Du hast gesagt, du kannst da rüber gehen, kann ihn dann nämlich behalten, aber da muss man Schilder, da andere, wir gehen da 4 Uhr. Die, als dass den da bestehen bleibt, dass ihn da sieht, hey, pass auf, geht hier rüber, und dann geht ihn da die andere Seite, und da kann ihn vis-à-vis vom Cat-Hotel rüber gehen. Wie gesagt, das ist relativ kompliziert, auch die Entrepreneur, wir sind Hannah, die Läschke natürlich, wenn ich war, für ein 2-3D, und nicht fertig braucht, genau muss, wie die Schulkanner da rübergegangen sind, den Bagger da abzulösen, der Mark, meine Schäden waren einmal da hin, hat ihn Bescheid gesagt, war gut, mal frisch mit ihm.
Münde natürlich auch interveniert bei der Entreprise, das aber so, dass der Tode war den Haus aufgehabt hat, den just der Bagger gepackt hat, die schaffen wir im Chantier, mit dem muss ich nicht zu dienen. Wir werden aber da der Hand bleiben, Tanja weiß Bescheid, der Pescher doch, auch der Müllabfuhr, so mal immer im Bescheid, leider sei den dann einfach immer die Drecksküchen, also das ist ein einzig Klo. Also ich gebe da vollkommen recht, das ist nicht seriös, und sei dir noch immer, kann ich muss so in aller Respekt, weil kann die sie wirklich noch verständlich an, immens vorsichtig, die mit der Wille und der Rover fahren, die sie wirklich umgewieft, das muss ich so, weil das ein Trauerspiel hat, besonders auch die Entreprise. Ich muss so ein Rudi Verger und Mac, mit denen haben wir auch ein paar Diskussionen, das scheint aber zu klappen, die Chantier also ziemlich proper, die gehen sich auch mehr, die anderen haben sich auch mehr gehen, muss ich so eine Kamera und wie die Zeit, wo sie so geschafft haben, sind aber aufgepasst, Stunde Mann da abzupassen, also wenn natürlich die letzten Tage, an der genau Mühe ist, im halben Recht von alles darüber, für, also eine bessere Zeit an das Kind fahren für, wie gesagt, wir sind als das bewusst. Ja. Dann eine andere Frage, also wir begrüßen natürlich ganz viel, dass an der Schule dieselbe Verfügungsstellung gibt für die ukrainischen Klassen. Du warst just froh, hast du aber weiter viel gesehen, dass selbe frei bleiben in der Weekend an Oves für die Vereine oder weißt du noch nicht, weil du noch keine konkreten Informationen hast, wie hast du den Stand? Ja, das ist klar, wir wollen auch alles beibehalten. Was du hast an der Pavillon, die seit von der See, da haben wir nach einen Yoga-Saal, den im Moment gar nicht genutzt wird, und du hast noch einen zweiten Saal. Also das ist, du sind zwei Säle, da können Vereine hingehen. Wir haben noch gesagt, am Aquarium da, wenn in Bad Schul geht, da haben wir ja auch, da hat er gesagt, Ritter gemacht, da sind sie noch ein bisschen mehr ordentlich, dass wir den Saal auch für die Vereine zur Verfügung stellen. Die also auch, dass an eine Klasse schief kommen, wo die hier Sachen absperren, also wir probieren ein Maximum da. Ich meine, die Lützeburger Choren an so, das nicht verhindert, dass die Lützeburger Chor ist, oder die portugiesischen Choren an denen selbst Säle sind, wo die dort sind. Also ich meine, das ist schon eine Sache von Arrangement. Also wir probieren schon alles Laufen zu halten, dass die Vereine auch hier selber behalten, das müsste klappen. Ja, so, du bist froh. Dann hätte ich vielleicht eine Rekommendation. Ich meine, das auch ganz begrüßenswert. Schütter Höllöf, die hat eine ASBL gegründet. Ich habe währenddem, wenn wir auch heute über Subsidien aufgestimmt haben, geguckt an einem Reglement von den Subsidien. Da steht dran, dass Vereine auch unterstützt, wenn sie einen Dorf machen und eine ONG. Just da ist an dem Text wirklich viel gesehen, dass just muss ein reglementiert, also die durch einen arretären Grand Ducal agréiert, dass da in den Artikel, wann in dann sowieso über das Reglement von der Subsidie schwätzt, vielleicht den Artikel auch ändert, dass den manchen Schritte hilft, dass ASBL da mal dran hält, weil ich meine, das ist ja klar, dass Vereine aus der Gemeinde bestimmt interessiert wären, für die ASBL zu unterstützen und da soll den Leute dann noch eligibel machen. Dann eng froh Spielplatz an der Urcht, die hat eng Informationsversammlung Leiitkräen der präsentiert, gift du vielleicht auch froh, wann mir der doch könnten dann mat geschickt kräen und mans den aber Projekt den dann ass, weil so schwätzen Leiit vielleicht doch drauf un, wie dat mat dem Projekt ass in der Projekt noch nie gesehen, Minimum net der Projekt am Gang ass oder mans in der kleine Prä wie krit er den noch selber als Gemengerotmember aber bis im Stand das du lebt dat wär gentil. Nicht, dass du schweißt, also ist noch nicht Kollege. Nee. Okay. Nee, gut, wir können nicht das Projekt schicken, also den Avant-Projekt dann Präsentation, wir schicken nicht. Da komme ich noch zurück auf die SIAS. Du hast schon gefreut, für die Rapporte zu kriegen. Bislang waren so andere Dokumente SIAS-Folder abgetaucht, wie ich gerade gesagt habe. Der Rapporte vom SIAS sind nachher immer nicht da. Ich wollte noch einen Appell machen und sonst meine ich mir vielleicht auch trotzdem auch als Gemeinde oder Chef oder eine Reklamation wie formell schreiben, damit wir die Rapporte kriegen. Es hat ein Rapport gefehlt und du findest alle gut SIAS. Sind alle gut, ich weiß noch, man muss eine Kopie dann auf der File-Server heimmachen, aber sie sind alle gut publik Site vom SIAS. Und wie wir dem uns Diskussionen hatten, du hast das noch geguckt, das war nicht so viel Sitzung, ne? Du hast nicht dann nur eine Sitzung. Und heute vom August hat gefehlt, also aber entre-temps auch da Site. Und dann nach meine letzte Remarque zu einer Remarque an der Anleitung mit der Stöchstraße, ich hatte nur gesehen, also Stöchstraße, Uwen, Neuhaus, Rüde Neuhaus, in Holmesbusch für den Terraarbeit zu kommen. Ich habe mir da durch den Congé auf Partei geguckt. Du gesagt, die Parzelle, die dann du bewirtschaftet wird, gehen immens kleiner aus par rapport zu der Surface von Bösch, die dann du mit Wäsche gemacht gehen. Wenn ich das kann erklären oder weisen, weil so gesagt mir das ganz erschreckend aus, die Straße. Gut, guck hier, Bösch, hast du Geoportal vielleicht? Ah, Mächt, ist naus.
Also das die groß Wiss, also das ist ein riese Wiss da und geht gar nicht Film gemacht, geht just ein oder zwei Beam gehen wäsch gemacht. Das am Anfang, der Weg, der geht schon beim Wasserbassin geht schon der Weg rauf. Der geht schon der Weg rauf Richtung Straße. Und das justriert ein kleiner Stich, das sind 20 oder 30 Meter, geht es da so ein Hügelruf durch den Busch, das just bis den Stein da hin getippt, dann eine Wehe mit Sandstein gemacht. Das ist sich gut kein Opfer, das geht nicht viel, das geht gar nicht der Wäsche gemacht. Und das, ich weiß nicht, ob das schon gesehen hat, dass, also, die hat, der Lehebirsch oben drunter, als die wiss, und da, als der Buschrand, da ist das letzte Jahr all die Bäume Wäsche gemacht, geschnitten. Und die haben das gar nicht mehr rausgekriegt, weil sie gemerkt haben, innen sie sind nicht rangekommen, haben an dem Heumesbusch, an der Mitte vom Lehebirsch geht so schmale Wege ab, du hast oben so einen riesen Grill, und du kriegst ihn innen an der Keier, kriegt kein Bauer mit einem gefährt Stroß. Hallo, hast du oben im Wasserbassin, wo das beim letzten Haus, da für den ran, und da geht der Weg so ein bisschen rauf, und dann einfach länger so stich, als es von 20 Meter, also das ist bald nicht. Also, du hast das Foto, dann alle hat alles zu. Das ist wirklich so nicht viel, was du. Man denkt, so Platz gucken, hier im Plan seid ihr da mehr groß aus wie die Fläche von der Bewirtschaftung am Anfang. Also, wir können da noch nächstes gucken. Das ist alles verwildert, du. Nee. Nee, das ist wirklich, wie gesagt, der Vierste hat da magelos, also wir können nicht. Okay. Gut, das ist vielleicht doch eine froh, bis alle nicht open. Fick ja. Froh, ich will gerne wissen, ob mir nicht invitiert werden, die Gemenge oder dann die Generalversammlung von der Amikal von den Pomscheren. Oder war du nicht mehr der Chef oder invitiert? Das wollte ich wissen. Also, weil ich war 11 Jahre da und das Jahr nicht, weil man es nicht wusste. Nee, und das ist komisch. Ich meine, zufällig einen aus dem Chefrat, vom Gemengerat begegnet an der Dave-Garage, und dann haben sie gemeint, sie könnten dann zusammen dahin gehen, und effektiv, der Conseiller, die war nicht invitiert. Und da haben wir zum Alain Grohmann gesagt, zu Alain, wie ist das, der Gemengerat, weil sie haben ja immer invitiert. Die Pomschen haben immer den ganzen Gemengerat invitiert. Wir haben als Chefrat nicht 4 Euro geschickt. Und das haben wir auch fein gemacht, wie sonst, weil uns adressiert, en non personnel, an du huse do gesot den alle de Kommandant so dat hunn vergiss net sich entschëllecht, also dat war net dat war sie hatten dat weil ich so doch sie waren immer war alle go mat donne bei neen an dritte Show war ich do. Also den alle huet vergiss selber gesot. Eng Assemblée General ass awer immer öffentlich van den der Chauffeur oder Dir ass heißt doch können ragoen also me so sich entschëllecht, dat is net ja ich muss jo bei do sind jo Member. Gilles war auch da übrigens. Ist noch zurückfahren, Hi, also Weg, ein schmaler Weg, der geht relativ gay. Die geht relativ gay durchab, mir halt kriegt hin ein Keier, da steht der Baum und da so eng und da könnt kein Bauer raus. Und du hast gesagt, geh mal oben nass die Weg, da brauchen wir just ein paar Meter da zu machen und das ist ein kleines, also das ist wirklich nicht ein riesen Ding. Das geht auch weh einfach am Schotter, der geht ja noch zu, das ist ja noch wie normaler Busch weh, da liegt Boden drauf an. Du doch schon eng du aus der Gegend gemengt, was du die geschehen. Noper passen noch op. Und das Problem war Noper ist die Gier, der schneit oben die ganz Büscher, die Hecke
Klar, alles dort Leute gesagt, ja, wir wollen eine Feier, geht das unmöglich, das trillt dort, gesagt, also, du mal den Bauer vernannt, der gesagt, ja, ich komme nicht mehr ran, also wie gesagt, und das ist auch schon ein Jahr hier, sind wir da diskutiert, und der 4. Mai, da ist der Lohn, das ist gut. Gut, das ist noch eine Frau, Robby, auch glücklich. Ja, schön etwas. Aber ich will just kurz darauf aufmerksam machen, da oben an der Rue des Jardins, da hat den Entrepreneur ja den Depot gehabt, an den ist noch schon 3 Wochen oder wie lange ist er fort, und dann hat die Container einfach an den Stoß gedrückt, bisschen telefoniert ihm, dass den noch soll wegfahren. Dann hat er ein bisschen rübergedrückt, für wenn der Camion kommt, für ihn abzulösen, mit steht nichts dabei und nichts. Muss aber nicht unbedingt den da dran rennen. Das geht mir für. Ja, und da wollte ich noch fragen, noch fehlt mir nicht etwas, so blöd für zu gucken, geht das nicht mehr gemäht, da frage ich nicht mehr. Das ist nicht lebenswichtig, nicht mehr. Ich wäre froh, wenn ich es kriege. Ja, wir spüren immer ein paar Bayern, wir werden nächstes Jahr Wochen die aus, die Nee, schmengen. wenn Nee, das das ist nicht, kein weil Problem. Und dann muss ich aber ein Löw aussprechen, aber auch den Norwegen, das war wunderbar für alles zu verstehen. Jedereen, ne? Auch wenn ich mal rüber geguckt habe, ich meine, die letzte Jahr hat man mit denen darüber diskutiert, gell, weil verschiedene dann immer in Europa geguckt und bei der Bürgermeister oder so, und das nicht mehr mitgekriegt. Mit den Norwegen, das war perfekt. Merci. Voilà, das haben wir auch gerne. Merci auch. Und dann gebe ich euch alle gute Merci, so noch einen schönen Abend wünschen und dann bis nächste Sitzung. Merci.